Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, der beste, höchstwahrscheinlich bayerischste Podcast dieser Erde. Jetzt hätte man nur irgendeinen coolen Witz einbauen können, so von Marvel, Erde-Nummer, Schieß mich tot. Kadi, welche Erde ist das? 616. Danke. Ihr Herz ist schon, ich bin nicht alleine. Übrigens, mein Name ist Corby, ich muss das jetzt ab sofort immer sagen, weil Spotify so schlau ist und KI als Beschreibung für Kapitelmarker mit dazu nimmt. Und wenn man sie dann nicht vorstellt, dann ist Spotify verwirrt und haut einfach irgendwelche Random-Namen rein. Wahrscheinlich bin ich dann die restliche Folge der Mike. Aber der Mike kann sich selber vorstellen. Hi Mike, du bist heute mit dabei. Servus und Habitäre beieinander. Wahnsinn, das hast du sehr gut gemacht. Ja. Und der Kani darfst dich auch noch selber vorstellen. Kim, hau raus. Servus, Spotify, ich bin der Kani. Bitte merkt ihr das. Sehr schön. So, Spotify haben wir damit nicht adjustiert. Oh Gott, ich bin immer nur in der Arbeit. Justiert, Thomas. Genau, Spotify haben wir jetzt justiert. Und es ist ja wieder mal Anfang des Jahres und da haben wir uns immer so ein kleines, besonderes Format ausgedacht, das wir jetzt schon fleißig pflegen, und zwar unsere Nippelverhärter 2026. Wir reden heute über Filme und Serien, auf die wir uns dieses Jahr besonders stark freuen. Oder? Habe ich nur irgendwas vergessen? Hört sich gut an. Na, weil Spiele haben wir der Seppi und ich letztes Mal schon im Talkthrough noch gemacht. Ah ja, Gottlob, gut, passt. dass ich den Scheiß nicht auch über mir gelassen muss. Hallo, du spielst jetzt selber auch, du hast der Switch mittlerweile. Ja, aber wenn ich für ein Spiel ein Jahr lang brauche, nicht weil ich schlecht bin, sondern weil ich nicht dazukomme, brauche ich mir nicht so schnell irgendwas Neues schon wieder anlachen, weil dann habe ich es für teuer Geld eingekauft und dann liegt es umeinander und dann denke ich mir, kruzifix, den nächsten Seil hätte ich auch abwarten können. Ich wollte gerade sagen, ist ja nichts wahr, dass du irgendwas teuer eingekauft hast. Das war alles gebraucht. Terminator war scheiß teuer. Ja gut, du hast ja die Special Box. Leute, wir haben ja gerade gesagt, wir reden mal nicht über Spiele. So. Mode? Ja. Sollen wir Mode noch dazu nehmen? Ich fange jetzt einfach mal an, weil sobald diese Folge draußen ist der Film auch schon draußen. Und ich war höchstwahrscheinlich ja schon im Kino. Und zwar kommt der neue Teil von 28 Years Later, Bone Temple, raus. Und ich freue mich schon. Ich möchte mich wissen, wie geht die Power Ranger Story weiter? Unbedingt. Ich bin so froh, dass man im Trailer bisher von dieser Power Ranger Scheiße nichts gesehen hat, und ich hoffe, dass das bedeutet, dass man auch im Film nichts von dieser Power Ranger Scheiße sehen wird, weil dann bin ich schon sehr positiv eingestellt ich freue mich halt auf die sehr maskulinen Geschlechtsteile. Wobei der Stil, den man da im Trailer gesehen hat schon in Richtung Power Rangers so hingedeutet. Finde ich zumindest. Echt? Warum? Findest du? Hätte ich jetzt halt gar nicht gesagt. Die haben eigentlich recht düster gefunden, die Trailer bisher. Na, also, aber ich habe einen Trailer mal ganz kurz gesehen und habe mir dann gedacht, so, jetzt sofort wieder alles vergessen, weil ich will einigermaßen jungfräulich in das Kino reingehen. Ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf das Ding. Ich habe mir jetzt auch den 28 Years Later nochmal angeschaut und die ganzen Kritikpunkte, die ich gehabt habe, die haben immer noch da. Ein mittelprächtiges Filmchen, wobei ich jetzt wirklich hoffe, dass der Bone Temple ein wenig mehr kann, aber ich befürchte jetzt einmal das Schlimmste und ich hoffe auf das Beste. Aber ich freue mich wirklich, ich kriegt voll die Chance und aber schauen wir mal, was er macht. Also ich freue mich auch, der läuft am 16.01. an. Genau. Sollte man Gas geben, wenn ich ins Kino rund bin dann. Ja. Vor allem jetzt kommen ja so viele Horrorfilme im Januar noch, obwohl der Januar nur 14 Tage hat. Das ist irre. Ja, aber der wichtigste Horrorfilm des Jahres, der kommt erst am 9.4. raus. Da muss ich jetzt schnell schauen, ob ich das auch habe. Am 9.4. Warum? Nein, wir es beide schauen, ist das lieb. Ja. Hallo, schmeißt du die Daten rum. Meiner kommt erst im Juli. Ey, schau hier. So, hat keiner von euch den 9.4.? Also als Datum jetzt nicht. Ja, okay. Ich gebe euch einen Tipp, es spielen zwei... Ready or Not 2. Ja, genau, ja. Ja, genau. Ready or Not 2. Nur April dort steht.
mit der Samara Weaving und mit der Catherine Newton. Also, wenn das nicht der geilste Film des Jahres wird, ich weiß auch nicht. Ja, das ist der feuchte Traum vom Corby. Sarah Michelle Gellar auch noch dabei. Echt? Oh. Und Elijah Wood. Und der Elijah Wood, Alter. Hey, ich möchte auf alle Fälle Triple Scissor Sisters und er in der Mitte haben. Da bin ich gespannt. Der geile Elijah Wood, weil er wird wieder nur ein Freak spielen, weil ich glaube, der mag keine normalen Rollen mehr seiten hier. Ja. Ich mag nur noch geiler Freak sein. Wie beim Toxic Avenger. Habe ich noch nicht gesehen, aber Lori Beutel, er schaut schon geil aus. Ja, ja. Auf jeden Fall, das wird eins meiner kleinen Highlights des Jahr. Man weiß aber auch noch nichts über die Geschichte irgendwie, oder? Also Trailer ist schon draußen Ja. und Catherine Newton spielt ihre Schwester. Genau, aber Geschichte verrät der Trailer eigentlich, oder was, nein, Auch. gar nicht. Ja, eigentlich, aber eigentlich nicht wirklich so, was ist der Hintergrund, was für Spiel spielen oder so. Also so richtig schlau bin ich nicht raus geworden aus dem Trailer, nur dass es wieder ein Spiel geben wird. Naja, da der Film Ready or Not 2 heißt, gehe ich mal davon aus, die spielen das gleiche Spiel. Oder 2 Spiele. Der hat noch einen Zusatztitel. Echt? Ready or Not 2, Here I Come. Wet Dream? Corby's Wet Dream, a Triple X Parody. Kannst du sicher mit Soda oder selbst, kannst du wahrscheinlich doch so ein Fake-KI-Porno machen mit denen, oder? Hast doch sicher auch schon. Sora? Ist in Na. Arbeit. Ready or Not 2 Here I Come, ja, stimmt. Schon, oder? Du hast recht, ja. Hier Corby come. Genau. Here I come and here I came and here I came and here I came. So wird dann die Folge ausschauen. Wenn der Mike schon sagt, er hat im Juli sein Horror-Highlight, was ist das dann? Evil Dead natürlich. Burns. Ja. Bam! Alter, ich kenne euch so gut. Weil mir der Evil Dead Rise zum Beispiel hervorragend gefallen hat. Und ich glaube, dass dieser Spiders-Regisseur bitte diesen sehr exotischen Namen bitte hier einfügen. Ich weiß es nicht. Oder ich weiß Das war ihn nicht. Franzmann, oder? Ja, genau. Und ja, ich hoffe es einfach, dass es wieder geil wird. Oh. Und es sind ja schon Gerüchte dabei, dass der Bruce Campbell auch wieder dabei ist. Aber wie gesagt, lauter so Gerüchte, das haben wir jetzt erst gesehen und gehört bei Stranger Things, wie man die Gerüchteküche so richtig anheizen kann und den Fandom so richtig gegen die Wand fahren kann oder erwartungstechnisch gegen die Wand fahren kann. Jetzt schauen wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall dabei. Das Da wird haben so sie mein geschmatzt, großes dass noch mehr Highlight. Folge heimlich kommen soll, oder? Ja. genau. Von Stranger Things. Da Und hab ich da auch- ist Ich bin einfach natürlich da gesessen und hab gedruckt wie der Depp und hab gesagt, ich find nix. Und Echt? dabei, Aber wobei der Move geil gewesen war. Es tut mir leid, der Move war geil gewesen. Ja, der war klar. geil gewesen, aber ich glaube, das war ein riesen PR-Gag, damit die Leute die Doku anschauen, die jetzt am Montag dazu Ja, rauskommen. aber kein ist. Mensch mag Dokus singen. Doch, ich. Ja, ich sehe. Achso, Entschuldigung. Ich hätte jetzt noch einen Film, der wo er zur Zeit noch eben auch kommt, wo wir wieder bei Evil Dead sind, und zwar der neue Sam Raimi. Send Help. Sand Help, richtig. Am 29. Januar schon, gell? Ja, Wahnsinn. Da geht's da hier. Survival Thriller. Also, hab mich. Also, Voll, Sam ja. Raimi-Filme, da ich sowieso immer schauen. Und wenn er wieder in Richtung Genre oder in Richtung, ja, weiß nicht, übernatürlich wird das jetzt nicht sein, weil es eben ein Survival-Thriller ist, aber wenn es wieder ein bisschen gräber ist und er weg ist von den Superhelden, da, das finde ich gut, weil sein Drag Me to Hell hat ja auch super passt. Ja, eigentlich hat alles von dem Typen passt, sei mir nicht besser. Haben wir im Habe ich Kino. auch nichts Schlechtes von dem bis jetzt gehört. Und, Gar nicht. ich finde die Story cool mit dem, dass die eine Angestellte mit dem Chef da strandet und der Chef eben so ein richtiger Hurensohn ist und sie dann den Spieß umdreht und sagt, so, jetzt sind wir nicht mehr im Büro, jetzt zeige ich dir mal, wie der Butler muss halt. Also ich glaube, das kann ganz cool werden. Ja. Oh, mit Und- der Rachel McAdams, die sehe ich schon gern. Die ist Ja, cool. das ist so Everybody's Darling, und wenn die einmal richtig vom Leder lassen kann, ich glaube, dass das cool ist. Ja, und im Januar haben wir auch noch den Affen, da wird ja noch Ja. der Affe losgelassen, der Primate, da ist er viel, meine, mit Puppen gearbeitet worden, mit echte Affen und so weiter, also das schaut handwerklich schon ziemlich geil aus und er soll ja ziemlich blutiger Hammer werden. Habe ich auch alles gehört, ja. Also, Ja. das ist auch so ein Ding, den habe ich bis jetzt gar nicht am Schirm gehabt, aber so, die letzte Woche verdichten sie da ein bisschen so die News, und jetzt bin ich da auch schon ein wenig spitz drauf. Bin Ja, ich der dabei. ist so schnell, die ganze Zeit hat man nichts gewusst, oder ich habe auch nichts mitgekriegt und auf einmal Trailer, Poster, hier Interviews, da auf einmal ist er in aller Munde das Ding. Ja. Wann gibt der? Im Januar? Jetzt? Oder ist ja wurscht. Ich Der glaube Januar ist auch nicht mehr Ende lang. Januar, glaube ich schon. Ja. Ich meine auch. Müsste aber bei uns anlaufen, weil jetzt glaube ich sind die ersten Pressestimmen dazu schon rausgekommen.
Aber genau das weiß ich gerade jetzt, pass auf. Wir haben auf alle Fälle, wir hätten eine Einladung gekriegt für die Pressevorführung und der deutsche Kinostart ist am 29. und wir könnten mal, wenn wir voll cool sind, am 20. in die Pressevorführung fahren. Aber wir sind wahrscheinlich nicht cool und fahren da nicht die, sondern gängen wir das stinkende Fußvolk ins normale Kino. Ja, das hat ja nichts mit cool zum Tor. Leute, ihr müsst verstehen, wir sind so beschäftigt, für euch ununterbrochen Dinge zu kreieren, aufzunehmen, uns zu überlegen, was machen wir als nächstes. Da haben wir keine Zeit für irgendwelche Premieren. Ja, und bei Presse können wir möchten zu der Fake News Presse dazukehren. Oh. Kani, was hast denn du sonst nur so? Im Februar geht's bei mir gleich weiter mit Return to Silent Hill, da bin ich schon gespannt. Da bin Echt ich jetzt? gespannt. Den hab ich bei mir unter der Kategorie skeptisch. Ja, ich bin schon auch skeptisch, aber ich freue mich ja, weil der Trailer schaut schon geil aus. Also der Pyramid Head schaut gut aus. Es ist ja, glaube ich, auch die Story von Silent Hill 2 vom Spiel, die verfilmt wird. Und da habe ich schon Bock drauf, also, weil ich ja dieses Jahr die zwei Silent Hills, oder letztes Jahr die zwei Silent Hill Spiele gespielt habe, also Silent Hill 2 Remake und Silent Hill F. Ich bin da ein wenig im Fieber drinnen. Deswegen habe ich schon richtig Bock auf den. Absolut, bin ich auch dabei. Also ich glaube, ich hoffe, dass der wegen so das wieder einfangen kann, wo es vor, was nicht, das ist ja schon wieder 20 Jahre her, glaube ich, wo der erste rausgekommen ist. Und das ist ja wieder derselbe Regisseur vom Einser. Also ich bin da eher weniger skeptisch. Ich bin eher so in freudiger Erwartung, wie die Schwangeren. Also ich muss sagen, dass ich den Trailer ziemlich abschreckend gefunden habe, weil alles so clean ausgeschaut hat. Schau, das sollst du die Trailer nicht schauen, du Vogel. Und irgendwie so künstlich. Also, Ja, das muss ja künstlich ausschauen, ist ja nicht echt. ja, aber wenn ich das mit dem ersten vergleiche, der erste war bombenmäßig geil, auch von den Effekten her. Und Ja, Du, der wir hat haben schon früher viel. gute Effekte machen können. Heute schauen wir unseren Frankenstein nur auf Netflix und dann fällt der Daumen raus. ja. Dein Fernsehen ist gerade schlecht, ich hab's jetzt schon 1000-mal gesagt. Hau ab jetzt. Bei mir schaut der einwandfrei aus. Beste Ach, CGI geh, ever. mit 8,5 Meter Furzen schaut alles einwandfrei aus. Das sagst Nein, du schaut alles uns, das doppelt sagst du uns das nächste Mal. Wenn wir bei dir auf Das deiner tu ich. Party sind, dann tust du einen Frankenstein rein. Ja, das mache ich. Und dann Sag ich laufen euch. alle aus und davon. Ich hab geschaut und hab mir gedacht, ich weiß nicht, ich hab's alle Augenbehinderung. Wahnsinn. Aber ja, ich bin vorsichtig skeptisch. Ich weiß schon, dass ich da auf jeden Fall auch reingehen werde in Return to Silent Hill, aber ich erwarte eher nichts. Jetzt auch Okay, nicht das ist ja hübsch wenig. Ja, kann man schon mehr erwarten. Ja. Aber der Februar war's bei mir dann eigentlich schon, muss ich sagen, weil zumindest was ich aufgeschrieben habe, ich hab zwar noch Was? hab's gelesen mit dem Turtles, dieser Animationsfilm kriegt ja Fortsetzung, aber das habe ich jetzt mal in Klammern gestimmt, weil ich hab davon noch gar nichts mitgekriegt. Der ist aber auf der IMDb-Seite, wo ich geschaut habe, war der im Februar schon, dass rauskommt Turtles Echoes of Ooze, wo es eine Fortsetzung zu dem Animationsfilm sein soll. Aber wie gesagt, da ist noch kein Trailer und gar nichts heraus. Und wenn der schon im Februar kommen soll, dann bin ich da jetzt mal vorsichtig skeptisch. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Was Also mit hätte im Scream Februar 7? schon, ich wollte es gerade sagen, den hätte ich jetzt im, Ja, ich hab's Datum nicht hingeschaut bei Scream 7. Nein, den nein, braucht man nein. noch. Ja, schon. Ja, Wobei Mingler. ich eigentlich schon wieder angefuckt bin. Von Haus aus. Ich Das ist ja aber allein dieser Handlungsstrang Melissa Barrera, dass man das so aufbaut und nicht einfach fallen lässt, dass es einfach gar nicht mehr Thema ist und dass man einfach schon wieder die alten Arschlöcher wieder zurückholen muss, die eigentlich schon überhaupt keinen mehr interessieren. ja. Da bin jetzt ich ein wenig skeptisch, wobei ich sagen muss, Ghostface bei der Arbeit zuschauen ist immer nett. Und ja, aber wie gesagt, es ist schon wieder Courtney Cox, es ist schon wieder Neve Ja. Campbell. Warum? Freunde, warum? Ja, weil's die will anderen auch die gesagt haben, will weil doch keine es- Sau mehr singen, seien wir nicht best. Jetzt haben wir alle schon gehofft, dass abgemetzelt werden im vorherigen Teil. Sogar da haben wir nicht die Eier in der Hose gehabt, müssen wir Courtney Cox schon wieder zurückbringen. Entschuldigung für den Spoiler, aber sorry für. Ja, sie hat sich im Real Life anscheinend metzeln lassen, damit es keine Gesichtszüge mehr hat. Ja, die müssen alle raus. Dann kann keiner sagen, ich bin ein schlechter Schauspieler, ich kann es einfach nicht. Ja, genau. Ich kann nichts dafür. Nein, also ja, wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, auf was das hinausläuft. Auch die Schauspieler, die jetzt wiederkehren aus Teil 1. Wie es das wieder bewerkstelligen wollen, bin ich auch gespannt, aber die Slasher-Gründe sind unergründlich, oder wie heißt es? Ja, irgendwie. Das sagt ja jeder. Wie sagt man da im Duden? Wie sagt man da Duden? ja. In der Kirche sagen sie so. Aber warum bist du da jetzt so sauer? Wer kam da jetzt? Also, Ja, weil schon wieder die Neve Campbell jetzt, die sieht die schon wieder aus dem Arsch. Da haben sie es nicht genommen, weil da war es zu teuer. Und jetzt ist es aber wieder da, weil die andere hat jetzt auch gesagt, der leckt es mir am Arsch, weil jetzt wollt es mit dem haben, jetzt komme ich ja nicht mehr. Und jetzt Courtney Cox ja auch schon wieder, also das ist doch ein alter Hut. ja, aber die sind letzten die- zwei Teile alle- sind doch gelaufen wie Ja, aber es geschnitten muss Brot, irgendwann wie man Schluss in sein. Deutschland so Irgendwann, sagt. da fange ich halt einmal, weißt du, mit
mit neuen Leuten was an, nicht immer die alten Kamellen da rausholen. Die alle für Botox voll sind und Ding. Also, Freunde, was ist denn los? Jetzt Bodyshames nicht alle, die arme Frau, die kann nicht mehr gescheit schmerzen. Ja, vielleicht finde ich es deswegen blöd. Ich weiß es nicht. Nein, Ja, wie gesagt, jetzt aber alle ist mit halt, in den Naya-Code jetzt. ja, sagen. die Also haben jetzt da diese Storyline Code und Ding, das hat auch ein wenig nach einem Konzept ausgeschaut. Und jetzt ist einfach nur wieder Fanservice, weil wir brauchen jetzt wieder die. Ja, weil Find die ich andere, die scheiße. hat ja die hat ja mal irgendwie was oder gegen den Israel-Krieg oder so, oder was weiß ich was genau, oder Irgendwas, Palästinisches geschrieben, was sie nicht gern gesehen haben, und dann haben sie es gleich wieder rausgekickt, und dann waren ja mal noch Terminüberschneidungen mit der Wednesday-Tante, und dann haben sie gleich gesagt, ja, dann haben wir es alle zwei außer die Brunstner, und holen wir die alten Brunstner wieder, und alle sind glücklich. Und ich denke mir so, nee, ich bin gar nicht glücklich. Ich hätte gern die Story fertig erzählt gekriegt von den ersten, also von Teil 5 und 6 ist Schwanz. Richtig. Im Februar kommt übrigens auch noch was ein alter Hut ist, den man wieder erfrischt und mit lauter alten Leid. Eine Serie Hast du die Serien schon raus? über Ärzte. Ach, Scrubs kommt schon, gell? Ja, im Februar. 25. Februar soll die nächste Staffel kommen mit den ganzen alten Gesichtern. Da war ich auch überrascht, als ich das halt gelesen habe, dass das schon im Februar kommt. Ich habe irgendwie gemeint, das dauert noch 100 Jahre. Naja, Interessiert mich kein Stecker. die interessiert wahrscheinlich ja nicht Make mittendrin. Da geht's ja auch das Jahr weiter mit Life Still Unfair. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf, weil ich Make mittendrin immer geil gefunden habe. Und ich sehr gespannt bin, wie es da weitergeht. Das wird am 10. April veröffentlicht. Exklusiv bei Disney Plus. Ist aber ohne einen Dewey, gell? Ja. Warum? Weil der schauspielert nicht mehr. Okay. Aber Also haben die Tatsache- Soll da, sie die Zeit aussuchen, oder was? Ah, scheinbar, ich weiß es auch nicht. aber die haben doch da irgendeinen Ersatzschauspieler genommen, oder? Nein, ich glaube, den du meinst, das ist der Reese, der schaut einfach aus wie ein anderer Mensch mittlerweile. Na, ich Aber die hab anderen schauen irgendwie noch genauso aus wie davor. Der Reese, der schaut aus, als hätte er ein neues Gesicht gekriegt einfach. Was soll das? ja, der hat halt eine schwere Zeit hinter sich. Nein, er schaut nicht verbraucht oder so aus, er schaut einfach aus wie ein anderer Mensch. Also nicht so wie der Mike, total verbraucht, aber Jens Haufe nicht so viel. Assi. Aber wenn wir schon bei den Serien sind, dann muss ich auch kurz noch, im Januar haben wir The Beauty, die neue vom Ryan Murphy. Und da schaut, da ist ja, der Trailer ist der von FX, also die Produktionsfirma dahinter, der erfolgreichste Trailer aller Zeiten, und er schaut schon mal cool aus, die Poster schauen wild aus. Da bin ich schon wieder sehr gespannt, weil Ryan Murphy in der Regel auch Garant für einen guten Film ist. Und er erscheint am meinem Geburtstag, meine ich, bei uns, am 22. Januar erscheint er. Also muss das gut sein, wenn es an dem gleichen Tag wie Christi Geburt released wird. Ja, und du hast dann auch noch die Beauty, gell? Ja, ich bin dabei. Der ist alles auf perfekt eingestellt. Alles. Und was nur im Januar kommt, war eigentlich, wundert mich, dass du das jetzt nicht gesagt hast, ist A Night of the Seven Kingdoms, die erste Staffel. Steht auch bei mir auf der Liste, aber ich habe gedacht, wir springen eigentlich nur so rum. Du hast vorhin irgendwas vom Februar gesagt, ich habe gedacht, gut, dann machen wir halt Okay. im Februar. Ja, ich meine, weil die nur im Januar ist, die geht schon im Januar los. Ja, stimmt. Die Verseriung. Boah, heute haben wir es mit deutschen Wörtern. Verseriisierung. Wahnsinn. Vom Heckenritter. Aha. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Wobei ich lieber jetzt eine neue Staffel House of the Dragon bekommen hätte. Ja, die soll ja angeblich, wenn wir Glück haben, dieses Jahr noch losgehen, die dritte Staffel. Das Ist nicht gewiss, aber angeblich, wenn wir Glück haben, kann es dieses Jahr noch starten. Aber ja, ich bin ja gespannt, ob die Night of the Seven Kingdoms, ob die jetzt halt noch auf WoW dann läuft oder ob die schon auf HBO Max, weil den Streaming-Service gibt's ja ab heute, Tag 13.01., auch bei uns in Deutschland. Ob wir uns für die Schweinescheiße dann schon wieder einen neuen Streaming-Anbieter holen müssen, weil die Preise vom HBO Max, die sind auch ganz schön gesalzen, was ich heute gesehen habe. Das ist uncool. Ich hoffe, dass irgendjemand von euch das abschließt und mir seine Zugangsdaten gibt. ich warte drauf, bis es auf Netflix kommt. Ich habe niemals vor, dass ich es abonniere. Warum soll Weil jetzt jemals auf sowieso- Netflix kommen? Die Weil haben sie ja doch erklärt. ja eben, die haben doch HBO mitgekauft. Ach stimmt, die haben ja den Warner Brothers Scheiß gekauft. Ja. Komm, wiederhol Deswegen- die Kommentare nochmal. Da hat nur noch gefällt, ihr Trotteln. Wie kann man so dumm sein? So ein Schmarrn verzeihen. Stimmt, vielleicht gibt's. Aktuell kannst du noch RTL Plus und HBO Max Bundle kaufen. Da hast die günstigste Variante, die du jetzt gerade noch holen kannst. Also, oder mir sitzt was aus, ja. Oder Kino.to. Oh.
Er hat's gesagt. Da die nicht durch. Ja, für mich kommt natürlich im Januar noch die erste MCU-Serie des Jahres, Wonder Man. Ich hab's natürlich drauf, weil ich Entschuldigung. Wie langweilig ist denn der Name von einem Superhelden, wenn er Wonder Man heißt? Kruzifix. Ja, aber die Wonder Woman, die darf schon so heißen, Ja, nur weil es eine Frau ist. Woman. Gal Gadot, Junge, oder Wonder Man. Sei mir nicht besser. Erzähl über den Wonder Man bitte was, das wo mich richtig heiß macht. Kann dir nichts erzählen, weil ich die Figur selber nicht kenne. Ich hab's einfach nur drauf, weil ich alle Marvel-Sachen anschaue und natürlich da gespannt bin, wie das MCU sich weiterentwickelt. Aber dieser Wonder Man ist mir völlig unbekannt gewesen. Warum wohl? Nach dem Trailer bleibt er mir völlig unbekannt. Ich bin immer gespannt, was die Serie zum Verzeihen hat. Also, es freut mich zum einen, dass dich anscheinend alle MCU-Produktionen immer nur so begeistern. Aber ich frage mich gleichzeitig, wann kommt mal der Punkt, wo sogar MCU was rausballern kann und das an keine kalt lässt? Das war ja schon mit Tor 4. Ja, wobei, kalt hat's mich nicht lassen, weil ich hätte mir schon voll Also, ich muss schon sagen, ich habe das alles gelesen, was da rauskommt und auch das mit der WandaVision-Fortsetzungsserie da mit ja, Vision Quest. Das muss also, immer noch eingehen. Genau, das ist die Serie, auf die ich mich wirklich freue, weil das ist eine interessante Geschichte und White Vision war auch cool und alles, aber jetzt zum Beispiel, also Wonder Man erwähne ich halt, weil es MCU ist, aber die Serie lässt mich eigentlich kalt. Oh. Das ist kein Nippelverhärter. Das ist kein Nippelverhärter. Ein bisschen ausselektieren, sonst erzählt er uns das Zeug. Okay, Wonder Man hat mir Schleif zusammenfallen lassen. Sagen wir so, ich hab Vision Quest gelesen, da habe ich heute den Nippelcode und dann ist der Wonder Man gekommen und dann ist mir zusammengefallen. Der Wonder Man. Auf das Kostüm bin ich gespannt, wie der ausschaut. Wenn er keine Unterhosen über seinen Strumpfhosen hat, dann mag ich ihn nicht. Ich glaube, der hat sogar eine gehabt. Irgendein Bild, was ich damit gesehen habe. Brauchst. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was wir dir da verzeihen wollen beim Wonder Man, weil auch nach dem Trailer, das ist völlig nichts aussagen, der Schweinescheiß da. Aber wenn wir gerade schon beim MCU sind, können wir dann bitte ganz schnell über Doomsday einfach reden? Das können wir da. Ja, das ist sowieso der Dr. Doom, der im Raum steht. Ja. Das wird der Overkill. 3 Stunden 45 Minuten, die Sau. Wahnsinn. Ja. Heute der neue oder Teaser käme mit die Wakanda und Fantastic Four, dass die dabei sind. Und es hat geheißen, das sind keine Trailer, sondern es sind kleine Geschichten. Man soll sich die Sachen genau anschauen, weil man dadurch dann immer so kleine Hinweise für einen Doomsday-Film dann kriegt. Ja gut, Ich werde jetzt nicht jeden von denen Schweine-Trailer da analysieren, das interessiert mich nicht. Ich bin nur, Doomsday wird auf alle Fälle ein Overload, wie der Mike schon sagt, fast 4 Stunden das Ding, ich glaube 40 Helden oder so, die vorkommen. Ich hab auch was von 40 Superhelden gelesen, ja. Also das wird ein Riesenteil der Doomsday. Und da muss ich sagen, das ist wirklich auch wieder mal jetzt so ein MCU-Film, wo ich richtig gespannt bin, weil da ist jetzt so, das wird so Dreh- und Angelpunkt oder beziehungsweise ein Scheideding, wie dieses MCU weitergeht und ob es richtig gut weitergeht, weil die haben ja jetzt erzählerisch die letzten 2 Jahre keinen Stecker nicht gebrochen. Also wenn sie jetzt einen Avengers-Film versauen, dann müssen sie leider zusammen. Ja, dann geh ich. Dann bin ich auch raus, dann mag ich nicht mehr. Dann schaue ich mir Pumuckl gerade noch an. Ach Kim, lüg doch nicht. Lüg doch nicht. Selbst wenn du es versemmeln, schaust du es da weiter an. Ja, na klar, schau es mal an. Muss ja von jedem Träger Muster haben, wie der Mike gesagt. Ja. Also man redet ja eigentlich jetzt auch schon vom Doomsday, weil, also zumindest bis dato heißt, dass da nicht nur Doomsday rauskommt Ende Dezember, sondern zeitgleich Dune 3. Ja, genau. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nur nicht. Niemals das kann ich mir nicht vorstellen. Niemals machen sie das. Kein Mensch geht freiwillig ins Rennen mit Avengers Doomsday. Ja, aber wenn schon, da muss ich sagen, also ich sitze erst in Dune 3 und dann gehe ich in Doomsday. Jetzt auch mit dem Krampf also da. Echt jetzt Krampf hin, du spinnst da direkt. Was? Ich freue mich da drauf. Himmelherrschaftszeiten. Ich bin da schon sehr gespannt, weil das geht ja jetzt über die alte Verfilmung drüber hinaus. Ja. Und das spielt, glaube ich, auch einige Jahre nach diesem Heiligen Krieg, den der Paul da angezettelt hat. Und ich mag die Welt. Ich weiß nicht, was ihr da jetzt schon wieder für Probleme habt, aber ich gehe da mit steifen Nippeln in Dune 3 und gehe wahrscheinlich mit steiferen Nippeln raus und dann Richtung Doomsday. Ja, schau dir davor mal Dune Prophecy, die Serie an, dann hast du auch keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Interessiert mich nicht. Ich freue mich auf die Originalgeschichte da. Die ist wichtig, die spielt nämlich 10.000 Jahre davor. Ja, okay. Warum ist das wichtig?
Ja, damit du weißt, was 10.000 Jahre davor war. Ja, super, toll. Spider-Man Brand New Day, wenn wir noch beim MCU sind. Also da bin ich auch schon richtig gespannt auf den. Da freue ich mich schon da sehr. weiß man ja auch noch gar nichts, oder? Ja, der kommt im Juli raus. Man weiß, Und dass ganz viel handgemacht wird. Also man hat schon so Behind-the-Scenes-Battle gesehen, wo er halt wirklich so an Seile und so schwingt. Da freue ich mich schon drauf, weil da haben wir der Mike und ich in Fantastic vorher drüber geredet, dass das geil ist, dass das MCU wieder mehr auf Sets und Handarbeit setzt. Und die Sadie Sink, die Max aus Stranger Things, hat noch eine geheime Rolle, wo es bisher wirklich nur geheim gehalten ist. Und das finde ich auch mal cool, wenn das MCU nicht wieder vorab alles rausballert, nur in der Hoffnung, dass dadurch dann Leute ins Kino gehen, sondern dass man vielleicht da wieder mal im Kino überrascht wird mit Epsi. Und ich es bin ist halt der gespannt. Punisher und der Scorpion dabei. Genau. So viel zu, wir lassen Und uns das wäre überraschen. glaube ich, auch. Ja, Aber das das waren sind wieder so so, die- aber der Punisher, glaube ich, waren so geleakte Set-Fotos, oder? Das, glaube ich, haben sie selber gar nicht bekannt gegeben, wenn ich mir das richtig, ich weiß Ach nicht mehr so? richtig, aber kann Doch, sein, dass die haben vor einer Woche haben's ganz offiziell das Logo dazu rausgebracht. Und ja, die Referenz. das schon, aber das ist schon länger bekannt mit dem Punisher, weil es da mal geleakte Set-Fotos auch gegeben hat. Mit dem John Bernthal. Der John Bernthal. Geiler Punisher. Ja, und wie gesagt, ich bin ja gespannt, wie das weitergeht nach dem Finale von No Way Home. Bin ich neugierig auf den Spider-Man. Auf was ich neugierig bin, das ist ein sehr, sehr verspätetes Sequel. Bei uns heißt der Film Verfluchtes Amsterdam und im Original heißt der Film Amsterdamned. Ein sehr geiles Wortspiel. Und da kommt jetzt ein zweiter Teil raus im März. Wieder mit Hugh Staple Junge vom Dick Maus. Also ich bin gespannt. Also das ist so ein Ding, ich habe den ersten Verfluchtes Amsterdam, den Liebe, den habe ich als Kind schon im Fernsehen gesehen. Und ja, ich bin, was da in die Krachten jetzt da wieder so abgeht, was da für ein Slasher-Killer da unterwegs ist, das interessiert mich schon. Sagt mir gar nichts, ey. Wie geil Was? schauen diese Bilder aus? Das ist ja unglaublich. Fokuhila. Okay, ja, Habe krass. ich überhaupt nicht, noch nie gehört von dem Film. Ja, was ist denn los mit euch? Verfluchtes Ja, Amsterdam, den muss man gesehen haben. Ja, gib mir, du hast ihn sicher. Na, Falli, oder krieg ich Ja, ihn? ja, wo kriege ich nicht mehr? Du hast ja mein Ice Cream Man, du hast ja praktisch. Ah, ein den habe ich Eisel. als Pfad, aber dafür hast du mein Return of the Living Dead 3. Verdammt. Ah, stimmt. Was ist denn mit Crystal Lake? Freut ihr euch da drauf? Die kommt mal erst im Dezember, glaube ich, oder? Datum habe ich jetzt kurz Dezember. gefunden dazu. Ich habe auch Ich noch hab's kein gerade, Datum wie ich jetzt gefunden. auf der Toilette noch gesessen bin, habe ich gesehen, Zur Dezember Vorbereitung. 26. Zur Vorbereitung bin ich auf der Toilette gesessen. Ist jetzt die einzige Serie, die ich dabei habe. Da bin ich gespannt. Den ganzen Scheiß in dem Klo auslassen, den brauchen wir für den Podcast. Davon leben wir. Das ist die einzige Serie, dann hast du anscheinend nicht gelesen, dass ja das Jahr auch die Serienform von Carrie rauskommt. Ja, die auf interessiert mich kein Stecker. Prime. Ja, aber Mike Gemacht Flanagan. Von Mike Ja, Flanagan. aber es ist alles verzeiht über Carrie, Freunde. Aber Mike soll das Flanagan. wieder? Ja, dann soll ich seinen scheiß dunklen Turm machen, der Volldepp. Kommt er mit der Carrie daher? Also so ein Okay, Kram. warte, da versuche Das ich ist nur was. ausgelutscht wie Scheiße. Ja, jetzt beruhigt ihr mal. Was Na! ist, Ich sag dir, das müsst ihr was jetzt singen, ist- Mike, ganz rote Backerl oder schon Flipp vor lauter aus. was ist mit The Boys? Bin Schon, oder? ich Ja, nicht Logo. So begeistert. Oh, was ist los? Was, Das was scheinbar bist du für ein Mensch? Das schaut mir so nebenbei. Ich glaube, Nein. ich hab's mit den Serien einfach nicht mehr so. Ich hab Also, das zum Gen einen, V, aber es hab ich ist- auch über Folge 3 bin ich nicht rausgekommen, weil es mir null interessiert hat irgendwie. Was. Da Wenn reden wir sie jetzt aber schrumpft grad an nicht dem drüber. Zipfel hängt, wie kannst du Da da? reden wir jetzt noch gar nicht drüber. Wir reden über die Boys. Finale Staffel. Es kämen der Sam, der Dean und der Castiel vor. Wie kann man sich denn da nicht drauf freuen? Ja, weil ich es nicht gewusst habe. Na also. Mein Gott. Ne. Na, Im aber April, gell? 8. wie gesagt, April, ich schaue glaub mir geht's es los. schon an. Und ich hätte mich eigentlich, muss jetzt gerade nochmal einen Einwurf machen, ich hätte mich eigentlich auch auf die zweite Staffel Fallout gefreut, über die kein Mensch redet. Da ist keine Werbung nicht gekommen, ich bin jetzt gerade, habe ich gesehen, die läuft ja schon und ich habe schon einige Folgen heraus. Ich einen habe nicht Monat. eine Werbung gesehen, ich habe keinen Podcast gesehen, der das bespricht. Das ist einfach unterm Radar. Ja, weil ich in den letzten Wochen Lex nicht dabei war. Ein guter weiß das halt, weil der ist informiert und hat die Sachen im Kalender stehen. Ja, aber wenn es mir nicht einer schwappt, weiß ich es nicht. Ja, dann musst du Such mit doch auf dem proaktiv Krampf drauf zugehen. Ach komm, für was gibt's denn Milliarden an Werbekosten? Wie kannst denn du Amazon Prime öffnen, ohne dass du sofort mit Fallout zuballert wirst? Null! Echt? Null! Nicht? Null! Okay.
Weil du die erste Staffel nicht mit Daumen hoch bewertet hast, deswegen. Boah, ganz eine gute Frage, weiß ich nicht. Musst machen, dann bist du. Ich hab mir dann gedacht, meine, wie's- warum wollen sie nicht, dass es ein Erfolg wird? Warum wollen sie es nicht eigentlich? genau, Das nur verstehe wenn ich ich nicht. auch schaue, wird es ein Erfolg. Ja, Das ist ja, klar. warum sagst du mir es nicht? Ich dachte, es ist ein eklig. Erfolg machen. Na, Ja, also ja. dann gib dein Bestes und mach's jetzt nur zum Erfolg. Bitte. Wobei, eigentlich ist es wurscht, die dritte Staffel ist schon bestellt. Ah, ja, dann. Und sie wollen einen sehr, sehr kurzen Abstand zwischen Staffel 2 und 3 haben. Also vielleicht haben wir Glück und kriegen wir Anfang nächsten Jahres auch schon gleich Fallout 3 hergeballert. Habt ihr Ja, dann die das wär zweite Staffel schon eingeschaut? Kurz ich bin davor. fast aktuell, mir geht die aktuelle Folge ab und mir macht's wieder Spaß. Okay. Kurz davor. Bei The Boys wollte ich noch, was ob du das gelesen hast, Corby, also das habe ich auch bei so angeblich 2026, weil davor habe ich noch so wenig gehört, dass ich es nicht glauben kann, dass wir das ja noch kriegen, aber es soll ja ein weiteres Spin-off dieses Jahr geben, Ward Rising, Zwei. ja, Ward Rising und The Boys Mexico. Ja, habe ich auch gelesen. Aber ich habe da noch gar nichts gehört bezüglich Castings, Produktion oder sonst irgendwas. Darum kann ich, glaube ich, jetzt noch nicht so stark, dass wir die 2026 schon sehen. Ja gut, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sobald die zum Drehen anfangen, sie denken, oh fuck, wir müssen einen Kanye informieren. Ja, dann sind wir aber bei dem gleichen Dilemma wie der Mike und Fallout, dann wird's kein Erfolg nicht. ja, Richtig. die denken sich halt, mein Gott, die zwei Serien sind jetzt schon bestellt. Es wird wahrscheinlich Ja. immer so eine durchkommen. Ja, interessiert eh keine Sau nicht. Wenn man sich wahrscheinlich. nicht einmal richtig Mühe gegeben hat beim Namen und das nennt The Boys Doppelpunkt Mexiko. Wow. Stark. Mehr gern The Boys Deutschland haben. So etwas macht nie jemand. Oh Gott. The Boys Schland. Ich kann meinen Serienblock aber ganz schnell abschließen. Also zum einen, es soll das Jahr angeblich eine God of War Serie rauskommen bei Habe ich Prime. auch bei angeblich drinnen stehe, weil da glaube ich auch noch nichts. Da ist ja noch kein Casting und gar nichts bekannt. Jetzt sind wir wieder bei dem Ding, niemand informierten Kani. Und Ja. das zweite, da weiß ich habe kein Datum gefunden. Das Jahr soll ja die Staffel 2 von der Realverfilmung von One Piece rauskommen auf Netflix. Die neuen Bilder sind 10. März. bombenmäßig gut. Also ich freue mich schon richtig stark als kleiner One Piece Fanboy Ei. und sehe am Mike gerade in seine toten Augen, der sie denkt, was sei die Scheiße eigentlich? Scheiße. Warum mache ich mit den Leuten einen Hör Podcast? auf, dass du freust über so einen Scheißdreck. Okay, Ja, du wirst jetzt da na. mit die Gummiarme von uns gewürgt. Das hilft jetzt nicht mehr. Corby, mich freut's, wenn du Spaß hast. Kann ich dir natürlich auch. Hauptsache, ihr habt Spaß. Bei dem Ja, Krampf. wie gesagt, Bei dem Corby, Krampf. Corby 10. März ist soweit, geht's los. Ah, sehr Habe ich schön. auch drin. Bei den angeblichen Serien, die können wir kurz mal abhaken, habe ich nämlich noch welche aufgeschrieben, weil, wo ich auch nicht informiert worden bin. Angeblich dieses Jahr schon Assassin's Creed, die Realserie auf Netflix. Da ist zumindest dann schon 2 Castings bekannt, da fragt mich nicht, wie die heißen, die kennt keine Sau. Magic the Gathering soll die Serie auf Netflix kommen, keine Wart, Ahnung, was also, das für eine Serie wird. Du zeigst gerade irgendwas auf. Sind das jetzt wirklich Sachen, die Ja, deine doch, das Nippel sind- hart werden lassen? Also wenn's kämen, dann habe ich Bock drauf. Da Du hast auf ich dabei. Magic the Gathering Bock. Ja, weil ich jetzt da die Karten mit Final Fantasy gesammelt hab. Die jetzt nirgends mehr kriege, ist Arschgeigen. Okay. Und Blade Runner 2099, die Fortsetzung zum Blade Runner 2049, soll auch angeblich dieses Jahr schon auf Prime kommen. Und wenn die in dem Stil vom Villeneuve gemacht wird, Villeneuve, dann sage ich, gäb schneller. Sehr schön. Sehr schön. Mike, Kim. Da haben wir die Gerüchteküche auch abgearbeitet. Freut sich eigentlich irgendjemand auf den Lee Cronin-Film Die Mumie? Nein. Gut, Ich weiß, auch nicht. habt ihr den Trailer angeschaut, der gestern rausgekommen ist? Nein. Also der Trailer schaut verdammt gruselig aus. Das ist echt so, dass du sagst, wow krass, die machen anscheinend mal wieder eins dieser Urmonster, von man kennt von Universal, machen es gruselig. Ja. Trailer schaut voll geil aus, aber die ersten Test-Screenings, die es gegeben hat, die haben den Film komplett zerrissen. Deswegen, Das ist eher so das, was. ja, Weißt du, also deswegen weiß ich Themen, überhaupt nicht, was Freunde, ich da jetzt sagen soll. Das ist das nächste, ich liebe ja Robert Eggers und da kommt er mit seinem Wolfman da um die Ecke. Das ist halt alles wieder so ein alter, aufgewärmter Scheißdreck, Kruzifix. Na gut, das macht jetzt meine Lippen nicht hart, das lässt ja alles untenrum zusammenfallen. Aber auf was ich mich Untenrum auch eher noch. gefreut hat, war Insidious 6. Kommt Oh, der Hab ja, ich Film? das ist letztes Jahr schon dabei gehabt. Auf das, was ich mich gefreut 2025, aber jetzt soll es ja angeblich tatsächlich wirklich so sein, und zwar am 20. August. Ein Sommerfilmchen. Oh, schön. Schauen wir mal. Aha. Also wenn es ein bisschen richtig heiß ist, sitzen wir uns da bei uns ins Kino und Klimaanlage und so, weißt du schon. Ich hoffe mal. Also wenn, dann müssen wir die wieder rausschicken, dass du dann sagst, er soll so schön. Das managt man auf jeden Fall.
Da haben wir die Brauer kennen, das war gut. Ja. Corby, was ich letztes Jahr schon dabei gehabt habe, was aber dieses Jahr wirklich kommt, Doro Staffel 2. Ich glaub's immer noch nicht. Ich glaub's erst. Maul! Ich hab dir sogar das Poster geschickt. Wir das Gespräch war sehr, sehr Wir können gerne in die Folge vom letzten Jahr reinhören. Und ich habe da auch bestätigt, glaube ich, sogar in der Folge, dass du recht hast und man das so googeln kann. Aber es ist ja dann trotzdem nicht rausgekommen. Na, aber diesmal, ich hab's mich auch im Kassettenschmerz schon beigehört, es gibt schon ein Poster mit Frühjahr, ich glaube April ist jetzt so weit, dass die zweite Staffel kommt. Ich schaue gerade noch mal die erste und lies die Mangas in Vorbereitung. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht verarscht worden sind. Ich hoffe halt, dass die gleich weitergemacht haben und das Ding jetzt dann in kürzeren Abständen einmal komplett rausballern, weil sonst wird das eine Ewigkeit dauern. Das wird eine zage Geschichte dann, weil es sind jetzt seit 4 Jahren gewesen, kann es sein dann? Ja, brutal. Ich glaube, das reicht gar nicht. Ich habe mal noch ein paar Sachen rausgeschrieben, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und eins davon ist die Continuing Adventures of Cliff Booth. Tarantino-Sequel. Ja, nicht von Fincher. Genau, richtig, vom Fincher mit dem Brad Pitt. Wir kriegen einen eigenen kleinen Film über die Figur Cliff Booth aus Once Upon a Time in Hollywood und ich finde das ziemlich geil. Ja. Drehbuch ist vom Tarantino und er hat aber keinen Bock gehabt, das zu verfilmen und hat dann gesagt, da Fincher, mach du. Ja, der muss mir über die Leute die ganze Zeit Sau um Herz singen, das Arschloch, deswegen kann er keine Filme mehr dran. Ja, du, er macht doch nur noch einen einzigen Film und dann ist ja, Gott sei Dank, dann muss ich hoffentlich nie mehr was hören von dem Typen. Nie mehr. Dann schreibt der Bierchen. Ja, passt. Ich lese ihn nicht. Wo wir gerade bei Tarantino sind, wolltest du gerade bestimmt sagen. Ja, wo wir gerade dabei sind, das ist ja so eine Serie oder ein Film über ein Thema, wo es auch so uninteressant ist, wie sonst noch was eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erwärmen, weil dieser Once Upon a Time in Hollywood war doch auch so ein Baz. Was schon. Da bin ich echt gespannt, was aus dem, die 6 doch nur im Auto sitzen und rumfahren oben ohne, oder? Das ist. Ja, und dann sagen wir alle Wolle. Ja, und die coole Geschichte, wie dann Bruce Lee verprügelt hat. Also, sie haben sie da schon das haben wir schon gesehen. Sie haben sie schon die interessanteste Figur, will ich was behaupten, aus dem Once Upon a Time in Hollywood ausgesucht, um einen Film drüber zu machen. Und ja, gut, David Fincher ist auch nicht die schlechteste Wahl für einen Regisseur. Also, ich bin jetzt, mir macht's zwar nichts hart, aber ich bin jetzt auch nicht voll anti eingestellt. Aber mir geht der Tarantino auf, das sagt mit seiner Malerei über coole Typen wie Leute, und so. Leute, hört jetzt mal auf, über einen Film schlecht zu reden, wo potenziell der Brad Pitt oben ohne da sitzt, okay? Ja, aber das bringt doch mir nichts. Dann soll der Film auch über Sidney Sweeney, die im Auto rumfährt und oben rum nichts so. Brad Pitt ist auch nicht schlecht, okay? Also. Die soll aber damit der Sidney Sweeney, wenn sie oben ohne in einem Auto sitzt, dann soll sie über die gleiche Strecke fahren, über die der Steve auch damals gefahren ist, wo er sich tätowieren hat lassen. Bitte, ich bitte darum. Und was ich vorhin sagen wollte, wo wir gerade bei Tarantino sind, es soll dieses Jahr auch in Deutschland die Kill Bill Whole Bloody Affair. Whole Bloody Affair ins Kino kommen. Ja, überfällig, diese Schweine. Mehr als überfällig. Wie lange haben sie schon? Wie lange waren die dann die rausgekommen? Das ist ja alles 20 Jahre her, oder? Ja, ich glaube auch schon fast. Ja. Das waren nicht nur richtige Tarantino-Filme, richtig geile, die Spaß gemacht haben. Das war noch was, ja. Da habe ich mir nicht 8 Stunden lang irgendeinen Saudeppen in der Kutschen durch den Schnee fahren angeschaut. Das war die in eine Waldhütte kommen, die eigentlich dann alle schon tot sein müssen, noch bevor die Tür wieder zugeht. Mike, was lasst unsere Nippel denn sonst nur so steif werden? Jetzt pass auf, jetzt habe ich eine Nachricht am Handy, interessiert keinen. Ist nur meine Frau. Ja, Resident Evil vom Zack Cregger, der 2025 ganz stark abgeliefert hat mit Weapons, der mein Lieblingsfilm von 2025 war. Wer unsere Letterboxd-Folge gehört hat, der weiß das. Und es kann eigentlich nicht schlimmer werden im Resident Evil Franchise. Wobei, sagen wir es, dieser letzte, habe ich mir noch mal angeschaut, Welcome to Raccoon City, war jetzt nicht so beschissen, dass ich sage, ich flippe aus. Nicht also da habe ich schon einen größeren Krampf gesehen. Hat man mal so schauen können, so als B-Action-Film, aber vielleicht kann nicht der Cregger das einmal ja so machen, wie es gehört. Ich glaube auch, ja. Es kann nicht schlimmer werden, also weiß ich nicht. Da freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Ich habe nur Gutes bis jetzt gehört. Bin echt gespannt auf die Story. Ich war ja da. Nee, das ist ja wie bei...
Das ist wie bei so vielen anderen Sachen, man müsste sich ja eigentlich nur an diese scheiß Vorlage halten. Ja. Aber Ja, angeblich soll es Teil 2 so das Hauptthema auch werden. Marty Her damit. Wies, Her her damit. damit. Ja, geht. Zack Crager, Mengma. Absolut, Bringt eigentlich ja. der Ding gar nichts, außer das 2026 der Osgood Perkins. 2025 haut er 3 aussehen. Stimmt, ja. Ja, draht auf alle Fälle wieder was. Und zwar, glaube ich, mit der gleichen Besetzung fast wie bei Keepers. Die Tatjana Maslany ist wieder dabei und ich weiß jetzt nicht, wer noch. Aber Wie der Release ist, weiß ich nicht. Aber er ist auf alle Fälle ein fetter Malörzen. Er ist ein richtig fleißiger Deutscher. also das ist einer, den man mittlerweile auch als Blinde anschauen. Weil Ja, voll. der hat jetzt bis jetzt abgeliefert. Ich habe zwar jetzt den Keepers noch nicht gesehen, aber das, was der bis jetzt gemacht hat, war toll. Und wenn der jetzt so 2026 noch so flott einen Film rausbatzeln darf, so durch Zufall, da ich den schauen. Es steht einer in der Pipeline von ihm. The Young People heißt der Film. Ja, genau so ist der. Bin ich dabei? Mit der Nicole Kidman. Und ein Johnny Knoxville. Ui. Und die Tatjana Maslany müsste da wieder dabei sein, oder? Die ist auch dabei, ja. Okay. Das glaube ich ist seine neue Muse. Das kann's ja. Die, Und die die singe jetzt gern. gesagt hat, sie hängt den She-Hulk an den rostigen Nagel des MCU. Jetzt hat's Zeit für was anderes. Ja, die ist aber, glaube ich, in Doomsday dabei. Bist du da sicher? Hundertprozentig nicht. Ich habe nicht alle Stühle von dem Teaser gesehen, wo es doch diese Stühle alle gefilmt haben, wer es dabei ist, aber irgendwo so hätte ich gemeint, dass die dabei ist. Aber mal gucken. Die sechs Also- gern, sie ist eine coole. Laut Auf jeden Fall. Wikipedia zumindest nicht. Ach, Wikipedia, da hast du selber eingestimmt. Ja. Freunde, Sonst habe ich Wir keine sind wir Hobbys. uns doch alle einig, dass wir mir auf einen Film warten und haben wir gespannt, wie scheiße, und zwar ist das Masters of the Universe, oder? Oh ja. Ja. Die neuen Abenteuer vom He-Man, Freunde. Mir braucht man das Ding unbedingt und ich hoffe, dass das kein Scheißdreck nicht wird. So wie dieser Trailer war von Street Fighter, wo du wirklich sagst, wo leck mir Marsch, ist das KI generiert, weil es so nah an der Vorlage ist, hoffe ich das beim He-Man auch. Street Fighter habe ich auf der Liste, da geht man genau so, dass ich mir denke, hey, so macht man das, so muss es ausschauen, geil. Ja, und ich bin wirklich jetzt beim He-Man absolut offen für alles. Ich sehe mich mit meinem Burm schon drin sitzen und ich hoffe einfach, dass das geil wird. Geil. Ich möchte einfach, dass es nur geil wird. Ich hoffe, Das es ist eine Origin-Story, dass ich auch dann mich abgeholt fühle. Schau dir vorher Dolph Lundgren an, dann kennst du dich aus, dann hast du alles gesehen, was du wissen Den musst. habe ich schon gesehen. Ja, schau her, geht's Ja, dir ja, aus, das bist voll im ist ja Thema. eh schon. Stehst voll im Der Saft. He-Man hat sein Schwert, sagt bei der Macht von Grayskull, oder der Adam nimmt sein Schwert bei der Macht von Grayskull, wird zum He-Man und versohlt den Skeleton Arsch. Und das macht er Immer. Wieder und dann wieder und Ja, dann wieder und dann wieder und dann wieder. Und dann gibt es noch eine Post-Credit-Scene, wo dann der Hordak eingeführt wird und so. Und dann wird es Ja, geil. Alles ich hoffe so stark. Ich hoffe so stark, dass er die kaputt machen. Ja. orientiert, holt euch die Leute dazu von der Serie, die jetzt auf Netflix war, ich meine Kevin Ja. Smith oder selbst, die wissen perfekt, was die mit der Materie anstellen müssen. Da habt ihr genau die richtigen Leute. Holt die dazu, dann kann der Film nicht schief gehen. Ihr Zipfeln. Ich hoffe so. Ja. Serie habe ich noch vergessen, die Ende Februar läuft, und zwar die zweite Staffel Monarch kommt, die im Godzilla-Universum spielt. Da freue ich mich schon drauf, weil die erste Staffel war ziemlich cool. Die ist mit der geilen Idee mit dem Kurt Russell, der in der Gegenwart spielt und von seinem eigenen Burm in der Vergangenheit dann gespielt wird. Und jetzt ist kurz vor einem Tag oder so vor der Aufnahme ist noch ein neuer Trailer zu Monarch rausgekommen, wo man Godzilla dabei, einen Kong dabei. Effekte schauen brutal aus, also die müssen sich kein Stück vor die Filme verstecken. Und irgendeine riesige, neue, monströse Bedrohung, die mehr umeinander schwimmt. Also ich bin schon heiß auf das Ding. Das war nämlich, die erste Staffel war sehr cool, die Filme. Bin absoluter Fan von dem ganzen Godzilla-Universum. Und da habe ich Bock drauf. Ich hätte da angefangen mit der und dann habe ich, glaube ich, 2 Folgen lang kein Monster nicht gesehen und dann habe ich wieder nicht mehr mengen. Wenn ich ein Monster-Ding so viel im Leid sehe, so viele Menschen, die wo das menschliche Sachen tun, ich möchte doch halt nur ein Monster sehen. Ja, das heißt, beim Monarch ist ja keine reine Monsterserie. Die hat schon ein bisschen, die erzählt die Wollen wieder Hintergeschichte. Geschichte verzeihen, oder? Ja, das ist, Geschichten verzeihen. ja, richtige Säumsackel sind sie. Wahnsinn. Richtige Säumer. Der Mike hat jetzt vorhin den Street Fighter Film erwähnt. Den Ja. habe ich eigentlich schon auch auf der Kategorie sieht nice aus. Voll. Voll. Da bin ich gespannt. Verhext. Süß. Da bin ich wirklich gespannt.
Vollgas. Der Blanka schaut also geil aus. Ja, das ist wieder das Nächste. Einfach ein wenig an die Vorlage halten und das, was man im Trailer bis jetzt gesehen hat, schön. Ich hoffe, das machen sie mit ein paar Sachen dieses Jahr noch. Ja, wenn wir schon beim Kämpfer sind, hey, Mai, Mortal Kombat 2. Den habe ich auch drauf. Meinst du, 14. dass Mai, diesmal ja. ein Combat gibt? Glaub noch nicht, weil was ich gelesen habe, ist als Trilogie ausgelegt und soll dann im 3. Teil aufs richtige Mortal Kombat rauslaufen. Also das soll, glaube ich, ist auch noch ein bisschen Vorbereitung mit Charaktere einsammeln und so. Wir haben ja dann einen Karl Urban als Johnny Cage jetzt da mal im Mittelpunkt im 2. Film. Ja, Gott sei Dank. Nicht wieder irgendeinen, wo keine Sau kennt. Das war wegen so das Manko vor dem ersten. Das war halt auch so eine Kennen wir doch Figur. alle aus dem ersten. An Luke War doch, Kang. ja, da möchtest du einen Luke Kang als Protagonist haben und nicht irgendwann mit seinen 2 depperten Steckern. Was war er denn für ein Horst? Wer war denn? Ach, jetzt weiß ich, der praktisch für einen Film neu eingestimmt worden ist, glaub ich. Braucht doch keine Sau, für das, dass man so viele geile Figuren hat. Ja, stimmt. Und dann jetzt. macht man einen mit depperten Steckern, die wo die Polizei in Amerika hat. Was ist los? Aber gut, Das ist aber ich nie freu mich auf hernehmen, jeden weil sie Fall. sofort schießen. Die haben nur Attrappen, die haben so wie Ja, das genau. aus Luftballon vorher Sand. Die schwingen Nein, nur aber, rum. da habe ich schon Bock drauf auf Mortal Kombat. Ja, auf jeden Fall. Zumindest haben sie auch beim ersten Teil, auch wenn jetzt die Hauptfigur, da bin ich auch bei dir, die war ein wenig blöd, aber ansonsten finde ich den Film ziemlich geil, Ja. weil er halt echt sehr nah am Original war, an der Spiele auch war, von die Moves her, von die Fatalities her, vom Ja. Core, das hat alles passt und deswegen bin ich da schon richtig heiß auf den 2. Teil, weil das, glaube ich, wird wieder sauberes Gematsche, wie der Flo immer sagt im Hardline. Schön, Genau. schön. Schön, Gematsche, schön. Ich habe jetzt Apps noch, außer der Corby möchte noch. Corby, hast du? Ich freue mich nochmal auf den seine Filme nie, Tarantino. aber diesmal schon. Und zwar von Christopher Nolan, The Odyssey. Habe ich auch dabei. Ich liebe griechische Heldensagen und griechische Heldenmythologie. Ja. Und da gibt's einen Film, weiß ich nicht, aus den 70er, keine Ahnung, der auch schon dieses Thema behandelt mit Harryhausen-Effekte. Und wenn man das heute richtig geil umsetzt, und dementsprechend Kohle steckt wahrscheinlich auch drin, weil es ein Nolan-Film ist, dann glaube ich, kann das ziemlich ein Spaß werden. Dass es eine richtig geile griechische Heldensause wird. Glaube ja. Ich hab geteilte Meinung dazu, weil ich aber mich zu gut wahrscheinlich auf dieses Format vorbereitet habe und ich Leute gehört habe, die sich sehr darauf freuen und andere, die dann sagen, wie kann das sein, dass man in so einem Film und selbst wenn er 4 Stunden dauert, die komplette Mythologie davon von der ganzen Geschichte reinstecken kann, das geht doch gar nicht und dann sieht man nur Matt Damon und dann, ja, wenn man gedacht, okay, dann sind meine Nippel doch gar nicht so steif. Also 4 Stunden dauert der, oder was hast du da Infos? Selbst wenn er 4 Stunden Also dauert. selbst wenn, ja, sagen wir nicht besser, wie viel hatten bei der Odyssey, wie viel hatten das Stationen? 12? Das kann man 12? Oder? Das sind schon viel. Ich hätte jetzt gesagt, dass das 4 sind. 4? Ja. Ich weiß nicht mehr. Bei dem Zyklopen, bei Die Sirenen, oder? Sirenen. Corby, erleuchte uns. Kikonen, Lotosera, Zyklopen, dann irgendein Windgott, dann nur irgendwas, dann eine Zauberin, dann die Reise in die Unterwelt. Da sind wir schon bei 7. Du bist Dann aber ganz Sirenen Inferno. 8, Meerengen 9, Insel der Rinder 10, Insel der Nymphen 11, Land der Phäaken, keine Ahnung, und Fäkalien. dann nur das Ziel. Also es sind, schau ich gar nicht so schlecht da. Das sind 13. Ja gut, die machen da aus jedem Ding eine extra Station mit den Meergöttern und so. Das war halt in dem anderen Film alles nur so ein Nebending. Das ist halt so passiert noch. Aber die großen Stationen waren da die Sirenen und der Zyklop und noch irgendwas. Ja, gut, Zauberin scheiß da und Unterwelt, das klingt eigentlich schon. Stimmt, die Zauberin da, wo es dann, wo die ganze Crew in Schweine verwandelt hat und so. Ja, ich bin jetzt gespannt. Ich bin voll dabei. Freut Oh, mich. und für die Leute, die aufpasst haben und Mitzeit haben und die jetzt da sitzen und sich aufregen, weil ich gesagt habe, das sind 13, es sind natürlich 14, sorry. Oh mein Gott, fast wieder Fake News verteilt hier. Ja. Ja, aber Odyssey schaut cool aus, der Trailer hat schon mal cool ausgeschaut. Da viel regen sie ja schon über die Kostüme jetzt drauf, über die Rüstungen, weil die sind Ja, da muss ich mich akkurat. jetzt aufregen, da muss ich mich jetzt schon aufregen. Ja, und außer wenn ich mir den Film anschaue, dann werde ich nicht sagen, mein Gott, schau dir den Helmo, der hat ja damals 48.000 vor Schweinskopf Christus, haben die niemals so ausgeschaut bei den Spartiaten, dann halt doch dein Maul, wenn du auf das Wert legst, dann schau dir Doku, du Fotze. Krass, Die jetzt geht wird mir vielleicht das auf den auffallen, wenn ich mal den anschaue.
Schaust du vorher extra noch griechische Dokus oder willst du dann über die Akkuraritäten der Rüstungen beschweren kannst? Dann schlage ich dir ein, wenn du da einmal was sagst über die Rüstung. Und dann schreibe ich einen handschriftlichen Brief in Schönschrift an Christopher Nolan und beschwer mich. Kannte ich zum Beispiel nicht, weil Schönschrift habe ich nie gelernt. Du, ich müsste da auch sehr viele Briefe schreiben, bis das einmal leserlich ist. Und dann kann er wahrscheinlich gar kein Deutsch. Der Idiot. Der Idiot. Na, schaut cool aus und vor allem mal so ein Nolan-Film. Gut, bei Oppenheimer hat man jetzt auch nicht studieren müssen, weil es war eine ganz gerade Erzählung, aber halt auch mal wieder eine Geschichte, wo es nicht komplett studiert sein muss, wie Interstellar und Inception und Tenet erst noch. Es kann einfach mal wieder so ein Film sein, wie seine Batman-Filme, wo du sagst, okay, passt, da kenne ich mich aus, wenn ich ihn angeschaut habe, da weiß ich, was passiert ist. Und das war schön. Könnte vielleicht für die Kleinen selbst so sein, wie für uns diese Harryhausen-Sachen waren, wie Sindbad und so weiter, wo diese Effekte drin waren. Unter Umständen. Finde ich auch geil. Like, apropos die Kleinen, ich habe sogar noch einen Film vergessen, war lecker Kruzifix. Natürlich läuft am 22. Januar die 3 Fragezeichen Toteninsel an. Oh. Boah, mein Bub ist schon angespitzt, ich bin angespitzt, wir sitzen auf alle Fälle drin. Wir haben uns das Ding auf jeden Fall rein. Ich freue mich mega. Nach dem Erst ein letzten Bone starken Temple und Karpaten dann und ab zu den 3 Fragezeichen. macht man Double Feature, ja. Zum Oberkämmer danach dann am Bone-Tempel, oder? Unbedingt. Aber ich habe mir jetzt diese Folge auch nochmal angehört, die Toteninsel. Das ist ja ein Epos, ich habe das gar nicht mal gewusst. Das ist Folge 100 von die 3 Fragezeichen und die dauert, glaube ich, schießt mir dauert 1,5 Stunden. Da ist ganz schön was los. Freu mich. Ja, weißt du, was wir noch vergessen haben, als wir über Spider-Man geredet haben, kommt ja dieses Jahr auch die Serie Spider-Noir mit Nicolas Cage als Spider-Man. Nicolas Cage, das ist Ja, da bin ich gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Er soll so einen alten, fertigen, abgehalfterten Peter Parker, nein, nicht einen Peter Parker, aber auch eine Variante mehr oder weniger vom Spider-Man spielen. Und das läuft auf Prime, keine Ahnung, wie die Rechte da wieder umeinander gewandert sind. Okay. Aber ich bin gespannt, was der Nicolas Cage da abliefert. Du hast letztes Mal was gesagt, es geht ja auch der Friendly Neighborhood Spider-Man weiter, oder? Das Die Animationsserie Friendly Neighborhood Spider-Man. Da freue ich mich auch noch, weil die erste Staffel war herausragend. Das Super. war wirklich ganz toll. Ja. Und da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Und X-Men 97. Ah, verdammt. Das war auch gut. Das war auch Das richtig, klingt wie eine stark. Sexpraktik. Bei Spider-Noir habe ich ja schon erzählt, warum die Rechte bei Amazon liegen. Und zwar, weil Sony da einfach einen Witz gemacht hat und Amazon hat gesagt, okay, wir finanzieren das. Ja, passt, wenn die wissen eh nicht, wohin mit dem Geld, ganz Milliardärsaffen, dann sollen sie wirklich so was Cooles draus machen. Ja. Ja, scheiß auf Welthunger bekämpfen, machen wir lieber coole Comics-Serien. Mit dem Nicolas Cage. Das ist wichtig, ja. Hat mehr Gewichtung. Das ist ein guter Mann. Ja, es hat mehr Gewichtung als irgendein verhungertes Volk. Ich bin mir ziemlich sicher, dass folgenden Film keiner von euch dabei hat. Deswegen erwähne ich ihn mal. Und zwar kommt am 19. März Der Astronaut raus mit dem Ryan Gosling. Ja, hab ich zwar mit drauf. Ach, lügt doch nicht. Und das Buch dazu soll ziemlich gut sein. Der Trailer verrät viel zu viel, aber er schaut schon ziemlich geil aus. Und ich muss sagen, Ryan Gosling allein im Weltall umeinander gurken und schauen, wie er dann Dinge löst. So viel weiß ich zur Handlung. Hat zumindest einen spaßigen Eindruck gemacht und deswegen den werde ich Das ist mal sowas anschauen. wie der Marsianer. Ja, ist auch vom gleichen Autor. Okay, der Marsianer war herausragend. Der war Der super. war Weltklasse, ja. Ja. Der war wirklich Und Weltklasse. angeblich soll der Astronaut sogar noch besser werden. Okay, Oh, bin ich große gespannt. Töne. Große Töne hier. Wo es vielleicht noch besser wird wie sein Vorgänger, ist eventuell Terrifier 4, den wir mir im Oktober wieder erblicken dürfen, hoffentlich. Ui. Und ich denke mal, dass es ab in die Hölle geht. Oder im Ja, Schauen wir All. mal. Oder Weltall war also, Weltall war super. Es war eh wieder mit Zeit, dass irgendeine Slasher-Ikone ins Weltall kommt. Das ist, waren alle gut. Leprechaun in Space war super. Ja. Der neue Thanksgiving in Space oder so, von mir Ja. aus Eli Roth. Auf mit dem Monat. You heard it here first. Waren wir nicht bei Machete Kills auch im In All? Space. Ja, am Schluss, oder? Ja, genau. Und der angeteaserte dritte Teil, glaube ich, hätte ja auch in Space sein sollen, oder? Mit Leonardo DiCaprio. Aber also wie gesagt, Terrifier wird nochmal so ein großes Ding, weil, ja, das wird jetzt das große epische Finale.
Und Vorerst. ich glaube, das ist so krass eskaliert, weil sie müssen ja diesem dritten Teil noch einen draufsetzen, der ja eigentlich schon die Draufsetzung des Draufgesetzten war. Ja. Und mal schauen, freue mich. Du, ich glaube, dass denen auf jeden Fall was einfällt und da können wir drauf vertrauen, dass die Hälfte im Kino zum Kotzen anfängt und rausgeht und die andere Hälfte grinsend da sitzt und denkt, nein, ist schon wieder Weihnachten. Ja, die Hälfte, die drinnen sitzt und kotzt, das waren wieder die Arschlöcher, die im dritten Teil schon drin waren und zum Brotzeitmacher eingegangen Boah, sind. lautes Fressen waren's. Ja, und dann hoffe ich, dass alle kotzen. Ja. Behindis. Echt, dann soll ihnen Popcorn soll ihnen in den Nosen hängen bleiben beim Ausspeien, so richtig eklig. Dass sie so neu schneiden müssen. Oh, das sind halt Drohungen. Ja, das sind richtig, wenn es speibst und dir bleibt in den Nosen hängen und du musst neu schneiden, voll asozial. Wünsche nicht beim schlimmsten Gegner. Das ist krass. Bleiben wir mal im Weltall, hey. Ja. Mei, Mandalorian und Grogu. Ich wollte da wird das? gerade eine Brücke bauen, dass du das voll cool raushauen hättest können, aber zu spät. Oh, jetzt sag der Brücke nochmal, du kannst nicht zusammenschneiden, du bist der Katte. Ja, Kani, hast du nicht irgend so ein kleines grünes Viech nur irgendwo drauf, das ausschaut wie der kranke Cousin, kleinwüchsiger kranker Cousin vom E.T.? Ja, jetzt wo du das sagst, und wir waren ja gerade schon im Weltall, das passt perfekt, diese Überleitung. The Mandalorian und Grogu, der Film, der im Mai kommt und endlich die 3 Staffeln The Mandalorian weiterführt. Zu denen dann Corby und ich übrigens noch Folgen aufnehmen, zu Staffel 2 und Staffel 3. Da freut er sich richtig, sein Gesicht ist gerade voller Freude erstrahlt. Ja, ich freu mich sehr auf den, weil diese Mando-Sachen sind mit Andor die besten Star Wars-Geschichten, die letzten Jahre rausgekommen sind, finde ich. Geht's dann danach wieder weiter? Der Jon Favreau hat gesagt, er hätte auf alle Fälle weiter Pläne, auch für eine 4. Staffel, aber es ist noch nichts offiziell angekündigt. Also, sie machen 2 Staffeln, dann The Book of Boba Fett, dann die 3. Staffel, dann ein Film, dann die 4. Staffel. Wie dumm ist denn das? Ach, frag mich nicht. Mir ist scheißegal, Mando-Content, immer her damit. Das ist wie früher die Veröffentlichungspolitik für die Comics. Ja. Da war es ja auch immer so, du hast diese Heftserie gehabt, dann hast du irgendwas anderes schauen müssen oder etwas anderes lesen müssen, weil ist die Geschichte weitergeführt worden in einem Spider-Man-Comic, aber dann hast du einen Avengers-Comic braucht, weil dann die Geschichte weitergeführt worden ist und lauter so Sachen. Das ist nicht gerade früher, die Scheiße ist ja heute noch. Das ist ja der Immer Grund, noch. das ist ja der Grund, warum ich aufgehört habe, Comics zum Lesen. Weil es das uferlos ist. Ja, das ist völlig beschissen irgendwann gewesen. Und da braucht er dann teilweise so aus Tor Band 4, Kapitel 8 nur drinnen. Also du brauchst nicht mehr den ganzen Band, sondern du musst jetzt nur ein Kapitel drin lesen, dass du die ganze Geschichte hast. Da habe ich irgendwann gesagt, fuck you, ich lese nur noch Mangas, weil die sind schön durcherzählt, fertig. Ich geht's mir am Arsch lecken. Ich hab dann auch die mit liest man zwar teilweise verkehrt herum, aber ansonsten ist alles cool. Ja, das habe ich bei den Marvel-Comics auch gemacht. Ich hab die teilweise gekauft, diese Serien, und dann hat es eben geheißen, in der Ausgabe ist das drin, in der das. Aber da ich sowieso alle gehabt habe, hat schon passt. Aber dann hat es geheißen, das große Finale ist in einem Paperpack drin, das man dann wieder bestellen hätte müssen. Aber mit 10, 12 Jahren bestellst du nix. Vor allem nicht zu der Zeit, wo ich 10, 12 Jahre, weil da hat es kein Internet nicht gegeben. Da hast du noch angerufen bei Panini und hast gesagt, hey, servus, ich möchte gern den Sonderband Underworld bestellen von DC. Genau. Und übrigens, mir feind noch ein Sticker 6 und 8 aus dem WM 98 Sticker. Und dann haben die gesagt, gib uns einmal deinen Namen, du Penner. Du kannst mir jetzt gar nichts bestellen. Penner haben's vor allem gesagt, du Penner. Ich kann euch meine Oma geben. Nein! Dann habe ich meine Oma gesagt, nicht deine senile alte Oma. dann habe ich gesagt, Oma, sag mal, ich möchte deine Stimme hören. Nein, ich bestellst jetzt da nichts. Lies ein Buch. Nicht so gegen deine Comics. War schon wieder vorbei. Ich weiß nie, was denn wird das geheißen? Underworld von DC, wie das ausgegangen ist. Weiß ich bis heute nicht. Ja, ich habe auch ein paar Crossovers dann gehabt, die ich nie fertig gelesen habe, weil das war mir dann zu blöd. Aber zurück zu Filme, auf die Entschuldigung, wir uns habe ich freuen abgeschweift. und Aber unsere echt, Nippel hart werden lassen, Mike. Kim. Ich glaube, ich hab nichts mehr. Fliegen wir ins Weltall, Mike. Ahsoka Staffel 2 kommt. Ach so. Da habe ich da jetzt die erste fertig geschaut. Ich glaube schon. Ja, ich möchte es einmal hoffen für die. Jetzt sind wir ja wieder bei Serien. Du hast vorhin gesagt, du bist mit Serien durch. 2-mal hast du das schon gesagt. Ich? Ja, du. Niemals, ich habe nur gesagt, ich bin durch mit den Gerüchte-Serien. Das ist auch eine eigene Kategorie. Wo es noch angekündigt ist, wo aber noch nicht kein fester Termin ist, der neue Texas Chainsaw Massacre. Oh. Ist jetzt für 2026 angesetzt und ich hoffe, Echt? dass man mir
über den in unsere Letterboxd Top 10 für 2026 berichten werden, dann wisst's mehr. Aber bis jetzt ist das so ein Gerüchtchen und ich hoffe, dass sie es umsetzen. Weil, was brauchst du für so einen Scheißfilm zum Drehen? 14 Tage Drehzeit. Ja, kann man da wegen ein viel Blut. Ja, da soll man nicht so anstellen. Weil irgendwas hat es ja schon mal geheißen, dass der Paul, der da beim Ding dabei war, wie heißt der dann? Der Glenn Running Powell. Man. Glenn Powell, dass der dabei ist und so. Der produziert, stimmt jetzt, was du sagst. Der Ja, glaub ich, irgendwas, gell? Ja, genau, der ist da involviert. Ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle als Produzent, als Schauspieler weiß ich es jetzt nicht. Und ich weiß ja nicht, dieser Texas Chainsaw Massacre von Netflix, der kriegt ja Hate ab ohne Ende. Ich glaube fast, dass mir zwei und die Leute von Devils and Demons die einzigen Leute sind, denen der Film wirklich gefällt. Und ich Ja, finde den was aktiv wundern? gut. Ich finde den aktiv gut. Ja, voll. Das ist eine Schlachtplatte. Genau so mag ich das. Das passt. Ja, Und wenn es der also war schon gut, aber die gründlich. mit der bedrückenden Atmosphäre, ja, dann schau den ersten oder Fotze. Ja, der ist immer noch da, er ist nicht weg. Ja, genau. Ja, du hast so ein breites Spektrum an Arten von Filmen im Texas Chainsaw Massacre, ja, und jetzt hast du eine geile Schlachtplatte, also halt dein Maul. Ich freue mich auch noch dieses Jahr auf The Hunger Games, Sunrise on the Reaping. Und zwar, zum einen schaut es aus wie so ein klassisches Hunger Games. Und zum anderen spielt unter anderem Maya Hawke mit. Und der Jesse Plemons, genauso wie der Ralph Fiennes, den wir alle schätzen lieben. Und die Fanning spielt auch mit. Wer was für eine? Ellie. Oh, die war so toll bei Predator Badlands. Ich war mich direkt verliebt in die. Die ist so süß. Die ist so Bitte, süß, dass ich mir bitte gedacht habe, bitte weiter. Mach mehr Filme. Und dann ich habe letztes Mal, ich schweife mich schon wieder ab, neuer Film geschaut mit ihrer Schwester, Vicious auf Paramount Plus. Die hat nicht annähernd die Chemie von der Ellie. Also, wollte jetzt nur mal so einschmeißen. Da ist die Ellie weiß schon nicht, die einiges Schwester. besser. Die weiß ich gar nicht gewusst, dass die ja nur Schwester auf die Elephant Schauspielerin. und Dakota. Ja, klar. Jetzt, Ja. Wir kennen schon wieder keine Sau mehr. Haben wir schon so weit, ja? Aber alle Mordsfragezeichen da. Auf jeden Fall, rein vom Cast her, scheint das Ding eigentlich ganz cool zu werden. Jennifer Lawrence spielt auch mit. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. ja, wenn du bei der Maya Hawke schon bist, Stranger Things, Tales of 85 kommt ja auch dieses Jahr raus. Kommt das ja noch? Die erste Spin-off-Serie aus dem Stranger Things-Universum, die ich glaube, zwischen Staffel 2 und 3 spielt. Aber der einzige Manko, in Anführungszeichen, das ich jetzt noch habe, ist, dass das animiert ist. Aber Okay. das habst du ja nicht unbedingt was von der erzählerischen Qualität aus. Ich bin auf jeden Fall ein noch größerer Fan von der Maya Hawke, als ich herausgefunden habe, wer ihre Eltern sind. Das geht aber doch sofort. Die werden schauen, Wenn man es weiß, dann weiß man es sofort. Ja, die schaut richtig. aus wie ihr Mom. Das ist unfassbar. Ja, aber voll. sie hat aber auch schon Gesichtszüge von ihrem Pap. Also das ist... Laut das Gesichtszüge ist. Hat er Ja. die Gesichtszüge von Black Phone, oder? Das große Grinsen dann. Genau, richtig. Also man kann das auf jeden Fall nicht leugnen, wer Na. ihre Eltern sind. Gar nicht. Keine Chance, ne? Das ist wirklich eine, die hat Glück, dass ihre Eltern gut ausschauen, weil wenn sie hässlich warten und sie kann es nicht leugnen, das war echt peinlich. So, und Kani, jetzt hau dir doch endlich raus. Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Einen Film hast du ganz sicher drauf, der am 3.4. Ja. rauskommt. Jetzt Kim. Mein absolutes Highlight des Jahres, was kommen wird, das Super Mario Galaxy Film. Dein absolutes Highlight. Mein Gott. Ja, klar. Ich doch sitze du im im Kino. Maul? Ich sitze im Kino. Ich bin Ja, drin. 5-mal schauen wir den 100% Kino. Ich habe also das ist wirklich bei dem Trailer wieder mal, wird Streif aufgestellt, alles, was man aufstellen kann, hat's mir aufgestellt. Das ist, ich hab's beim ersten Film schon gesagt, den, wenn es so gegeben hätte, damals, als ich Kind war, Wollecke, dann hätte ich dann war ich das glücklichste Kind auf der Welt gewesen. Also, und So jetzt hast auch du wieder beim Football zweiten die Kindheit Melodien von Galaxy. Ich habe das alles auch gespielt und es ist so viel Wiedererkennung da drinnen, ich bin so angespitzt auf dem Film, dass ich komplett ausrast. Ich gehe mit jedem Familienmitglied einzeln. Ich gehe nicht mit der ganzen Family, sondern ich gehe mit jedem einzeln, dass ich ihn 3-mal im Kino sehen kann. Ich muss meinen Rekord brechen, ich habe den ersten Teil 4-mal im Kino angeschaut. Wolleck. Ja, so viel Geld habe ich nicht. Wann ist denn Super Mario Galaxy? Also ich meine, jetzt das Spiel rausgekommen. Ja. Das ist mit dem Release von der Wii damals rausgekommen. Und wann ist die erste gekommen? 2007? Ja, okay. Kann es sein? Aber da warst du kein Kind mehr. Nein, das ist nicht im Monat, aber wo der erste Film rausgekommen ist, also der Super Mario Film, wenn der zu einer Zeit gekommen war, als ihr Kind, wo ihr Kind war. Okay, dann, das weil du vorhin boah. gesagt hast, und das hast du ja gespielt. Also jetzt weiß ich, dass du es Ja. bestimmt gespielt hast,
aber Ja, Logo. als Kind. Und das ist ja. ein hervorragendes Spiel gewesen. Also Super Mario Galaxy auf der Wii, das war unglaublich gut. Das ist eines der besten 3D-Jump'n'Runs, die es gibt. Und der zweite Teil hat noch uns draufgesetzt, deswegen bin ich da echt gespannt, wie es da umsetzt. Und die Melodien, wenn ich gehört habe, das ist einfach, da geht mir das Herz auf. Da fühle ich mich gut. In dieser tristen, traurigen Welt schafft Super Mario, mich gut fühlen zu lassen. Ist jetzt sogar eine Studie rausgekommen, dass Super Mario wirklich dafür sorgt, dass die Menschen besser fühlen. Ja. Wenn man zum 1000. Mal runterfällt, an derselben Stelle und man seinen Controller bricht an seinem Knie, dann weiß man, dass die Happiness Super Mario auf den ist. Fuß und denkst, warum tut denn der weh? Ach stimmt, da habe ich mir die Wi-Fi-Mitteilung drüber gebrochen von lauter Wut. Wo kommt denn der Plastiksplitter her in meinem Fuß? Ich glaube, wenn man die gleiche Studie macht mit lauter Leuten, die Terrifier mögen und dann 20 Minuten an einer Terrifier anschaut und dann anmerkt, hey, denen geht's jetzt richtig gut. Ja, gibt's eine Studie, hast du das gelesen? Oder irgendein Psychologe hat gesagt, alle Leute, die Spaß haben an dem Treiben von Atemklauen, sollten eher der Psyche überdenken. Da stimmt was nicht. Ja, das habe ich auch gelesen, dass es Psychopathen sind. Ja, genau. Ja, und fick dich doch, da bin ich der Psychopath, oder für geht's mir gut. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich keiner bin. Ja. Schön. Wo ich meine Glücksgefühle herhole, kann dir wurscht sein, du Sack. Richtig. Ich war übrigens vorhin noch nicht fertig wir sind ja schon wieder in Galaxy, also schon wieder im Universum und wir können ja gleich noch mal kurz im Universum bleiben, denn es kommt auch die nächste Spin-off-Serie zu Star Wars Clone Wars, nämlich Star Wars Darth Maul Shadow Lord. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil der hat in Clone Wars der besten Geschichten erzählt gekriegt und für Anime-Fans, Star Wars Visions Presents The Ninth Jedi kommt auch eine Miniserie. Das waren auch so die beliebteste Geschichte aus den Visions Staffeln und kriegt jetzt eine eigene Geschichte erzählt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil ich fand Visions cool. Das ist unglaublich kreativ, wie da teilweise mit dem Star Wars Universum umgegangen wird. Da hätte ich Böcke drauf. Okay. Finde das Zeichentrick, Mike. auch Zeichentrick. cool. Hab mich aber Kinder. brutal an Animatrix erinnert und also von der Idee her. Ich kenn grad Animaniacs. Was ist so? Nein, ich kenn Animatrix, das gibt schon. Das ist dieser Animationsfilm, der Bindeglied war zwischen Teil 2 und 3, oder? Ja. Ja. Gibt's. Okay. Gut. Animaniacs waren irgendwelche Warner Brothers Cartoon-Figuren. Gibt's auch. Ich habe gerade schon Angst gehabt, dass ich irgendwas erfunden habe, das gar nicht Nein. gibt. Wir sind die Animaniacs. Die haben mich so genervt. Die Die waren so drüber. Du bist drüber. Deine Mama ist Okay. drüber. Hey, deine ist wieder runter. Und, also der letzte Film, den ich dabei habe, neben nur der Kategorie What the fuck, wo ein Film draufsteht, da habe ich keine richtige Meinung dazu, ist der Film Digger, der am 1.10. rauskommen soll, mit dem Tom Cruise. Und angeblich soll das irgendwas mit Godzilla zu tun haben. Zumindest habe ich mir das da aufgeschrieben. Was? Es ist nicht ganz klar, um was es geht, und Tom Cruise scheint hier eine sehr abgefuckte und für ihn sehr untypische Rolle zu spielen. Also er muss schauspielern. Das heißt, es ist schon mal schwierig für ihn. Also es reicht nicht, dass er sich diesmal einfach aus irgendeinem Flugzeug rausfallen lässt oder so. Er muss wirklich jetzt tun. Genau. Und falls es dich interessiert, was bei mir auf der What the Fuck-Liste draufsteht, ist es ein Film und den hat vielleicht einer von euch. Ja, warte noch. Da können wir da ein bisschen hin und her springen, wenn du noch mal so viel drauf hast. Ja, Ohren. Mir wundert's gerade, wenn du sagst, du hast sonst keinen mehr drauf, dass du Godzilla Minus Zero nicht drauf hast. Im November kommt die Fortsetzung zu Minus One. Okay. Habe ich nun nirgends gelesen. Nicht? Ist jetzt als Poster gestern oder vorgestern veröffentlicht worden und im November ist Kinostart. Also, man muss dazu sagen, eigentlich habe ich ursprünglich vor einer Woche aufgenommen und all meine Notizen haben den Stand von einer Woche. Ja, das hat man sich ja denken können, dass der kommt. Okay. Den halt mit. Ja, eben, den halt einfach mal mit. Oder Scary Movie 6, was ist bei euch mit Scary Movie 6? Oder Nein, da ich hoffe, freue den ich mich hat keiner von tatsächlich euch drauf. nicht drauf. Ja, ich freue mich schon drauf. Nach Ich der bin- nackten Kanone bin ich jetzt so dermaßen vorsichtig. Ja, okay. Nein, den hab ich noch nicht gesehen, da kann ich nicht mitschmerzen. Aber Scary Movie 6... Ich bin humorbehindert, deswegen. Ja, das wissen wir eh. Das Weißt du wissen wir ja. Ja. Aber ich bin jetzt halt einmal guter Dinge, weil es heißt, dass da so viel wieder von der alten Crew eben auch dabei ist, vom ersten Teil und so. Deswegen bin ich da jetzt erst mal schon ein wenig angespitzt und schlimmer als Teil 5 kann es nicht werden. Das stimmt.
Ja, ja, der hat mir gefallen. Nein, das war ich Weil will das ist der beste Teil von alle. Ja, das ist nur, weil ich die ärgern wollte. Arschgeige. Oder dass du Return of the Living Dead nicht drauf hast, Mike. Oh, stimmt, den habe ich, weil ich den eigentlich auf letztes Jahr schon verortet habe irgendwie. Der Trailer ist ja schon, oder dieser Clip da, der war ja schon ewig alt. Ich habe den eigentlich schon wieder komplett vergessen. Im November soll jetzt okay, der neue Return of the Living Dead. Bin gespannt. Also das wird natürlich dann schon so ein Ding. Wobei ich irgendwie nicht glaube, dass sowas bei uns im Kino kommt. Vielleicht gehen wir ja mit der Nacht des guten Geschmacks was machen. Da werden wir werde ich auf alle Fälle anstoßen, dass wir da kicken. War gut. Aber so, ich habe jetzt eigentlich so, habe ich jetzt nichts mehr. Ich freue mich auf nichts. Warum freut es eigentlich auf nichts? Kari, was hast du denn groß? Also ich habe wirklich nur das eine, was bei What the Fuck steht und das lässt meine Nippel eher zweifeln. Okay, da mach ich noch ein bisschen was, dann haust du den What the Fuck rein und dann mache ich meinen Rest, weil ein bisschen was habe ich noch. Also, aber das kann man relativ schnell tun. Aber wirklich Sachen, die deine Nippel hart machen, nicht, dass du jetzt einfach gern verzeihst. Ich verzeih gern, ich höre mich gern reden, aber es sind wirklich Sachen, wo ich steife Schreif habe. Nämlich, DC-Universum wird ja weiter gespannt. Wir kriegen den Supergirl-Film und ich mag die Tussi, die Supergirl spielt, sau gern und mir hat ja schon die erste Auftritt im Superman-Fall gefallen. Trailer schaut cool aus und wir haben einen fucking Lobo endlich. Also, oh ja. Da bin ich richtig geil drauf und genauso bin ich richtig geil drauf auf diesen Clayface-Film, weil er ja Body-Horror-Film werden soll mit viel Practical Effects und da bei Body-Horror, da hat es mich beim Body-Horror, hallo, weißt du? Ja. Also da bin ich schon sehr geil drauf und was mir auch... Und vor allem, Entschuldigung, nochmal wegen Clayface, Regisseur ist ja der Watkin, der Eden Lake gemacht hat. Oui, oui. Und Drehbuch geschrieben Mike Flanagan. Produziert vom James Gunn. Also, Freunde... Wenn der nichts wird, dann verliere ich den Glauben an Hollywood. Ja, weil der ist eh schon sehr beschnitten, werden, ja. aber der, wenn nichts wird. Dann die Green Lantern-Serie im Stil von True Detective. Das finde ich ist eine geile Kombination, die ich mir richtig cool vorstellen kann. Deswegen habe ich da auch schon richtig Lust drauf. Aber Clayface, das ist mein DC Most Wanted 2026. Also ein Body-Horror-Film, Clayface mit dieser Kombi, die wir jetzt gerade aufgezeigt haben, flippe komplett aus dem Kino, hau ich alles zusammen. Ich bin zwar jetzt kein Fan davon, dass man die Bad Guys immer einen Film widmet, weil das ganz schön oft jetzt ganz schön in die Hosen gegangen ist mit dem Craven. Gut, Craven hat als 80er-Jahre-Hommage einigermaßen funktioniert, aber dann der Morbius oder so. Katastrophe. Venom, Katastrophe. Totalausfall. Aber jetzt da der Clayface. Vor allem ist dieser so ein Gegner, den ich mir auch gewünscht hätte für einen Batman. Vielleicht bauen sie noch bei The Batman nochmal irgendwo mit ein. Vielleicht haben wir jetzt wirklich einmal diese übernatürlichen Batman-Gegner. Wir haben ja nie irgendwie die so drüber sind wie der Man-Bat oder irgendwie so. Wir haben immer nur diese Standard-Bösewichte. Aber da gab es so viele coole, auch übernatürliche Antagonisten. Warum nicht? Das Batman-Universum hat ja sowieso die geilsten Gegner überhaupt. Ja, das hat ja wirklich so viele irre Psychopathen und Figuren und alles dabei und dann nimmt man immer die gleichen drei her bei 48.000 Filmen, die es schon gibt. Deswegen finde ich es auch geil, dass ein Clayface eben jetzt mal ausziehen, weil den finde ich als Figur schon mal cool. Ja. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie den Fehler da machen und dann so einen Anti-Helden à la Venom, Craven, Saudepius und so weiter alles machen, sondern ich glaube, da sind wirklich Leute dahinter, die wissen, wie sie mit den Figuren umgehen müssen. Und auch wenn man jetzt bei Superman anschaut, auch wenn er da gespaltene Meinung oder so sind, aber man sagt halt, der James Gunn geht in eine richtige Comic-Richtung. Ja, das auf jeden Fall. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch bei Batman, wenn der dann bekannt wird, auch mehr von diesen übernatürlichen Figuren mit eingebaut kriegen. Auf das da die auch hoffen, mal weg von 0815 Figuren, sondern mehr mit her von denen Unbekannten. Oder selbst wie der Kalenderman, so geiler, der immer zu Feiertagen Leid umbringt und so ein Zeug. Also da hat es so geile Figuren gegeben. Ja. Und was da mal 48.000 Mal ein Joker. Genau. Kalenderman. Also denen sind doch irgendwann einmal die Ideen einfach ausgegangen, oder? Was? Wenn man Slenderman. Ein Kalenderman. Ach so. Na, wenn du den Hintergrund dann anschaust, von der Figur, da stecken unglaublich viele Ideen drinnen, was sie machen. Also da bei den Batman-Bösewichte, da kannst du die an so einem riesigen Pool an Figuren bedienen, die alle geil sind. Und wie gesagt, was dann 48.000 Mal ein Joker, 20 Mal ein Riddler. Gut, also Batman Riddler war schon cool ausgearbeitet diesmal, aber trotzdem, her mit die gescheiten Figuren. Im März freue ich mich noch richtig auf Peaky Blinders Film. Ist zwar nur auf Netflix, aber dann ist die Geschichte nämlich abgeschlossen. Dann kann ich mal
alles an einem Stück durchhorzen davon. Haben sie die Serie eingestampft? Hat die kein Ende oder was? Die ist noch, sechste Staffel habe ich noch nicht gesehen, aber die war dann nach der sechsten Staffel erst einmal gar und soll jetzt mal mit dem Film einen Komplettabschluss dann kriegen. Ich weiß aber nicht, wie okay. ob die sechste Staffel an sich für sich allein stehen könnte. Okay. Das weiß ich nicht. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Serie, Und zwar? oder? Genau. Und zwar The Bear Staffel 5 soll dieses Jahr noch kommen. Und da freue ich mich schon, weil ich finde, das ist wirklich eine sehr gute Serie, ultimativ stressig. Du bist danach, kommst davor, als hättest du selber gearbeitet, der ganze Schicht in der Kirche. Aber sehr gut geschriebene Figuren, sehr emotional teilweise und super Zeit. Da bin ich schon gespannt, wie die 5. Staffel weitergeht. Das ist ja, wenn ich Kitchen Impossible schaue, da bin ich Spezialer, weil die alle so rumlaufen und haben voll gestresst. Ja, und schreien über alle. Ja, und fluchen, der Melzer, der flucht auch so viel. Das ist der deutsche Bär quasi, oder? Ja, scheinbar, weil bei The Bear, da wird auch nur geflucht, da werden sie nur angeschrien, als hätten sie sich gleich gegenseitig in der Kirche in Topweine arbeiten. Also das ist, ich weiß nicht, ob es in Küchen wirklich so zugeht, aber ich kann da keinen Tag nicht drin arbeiten, weil ich einen da schlagen müsste. Krass. Naja. Schön Probier's ist das doch nicht. mal. Frag halt mal in dem nächsten Wirtshaus deines Vertrauens an, ob es da nicht einmal für ein paar Tage in der Ja, genau, im arbeiten Wirtshaus, ich, Ja. oder? Du hast doch im Bayernpark schon gearbeitet, vielleicht brauchen Halbe- sie jemanden in der Kantine. Halbe Stunde im Wirtshaus drin in der Kirche gestanden und 40 Flüge die Masken gestufen. darf. Ja. Jetzt sagen wir den What the fuck. Offensichtlich hat den ja keiner von euch irgendwie dabei. Also habt ihr schon mal was von dem Film The Bride gehört? Gelesen habe ich was, ja. Aber ist wieder so ein Thema Tod. Frankenstein mag ich nichts mehr wissen, die nächste Zeit. Nichts mehr. Los, ne? Obwohl der Christian Bale mitspielt. Ja. Oder ist ja von der Maggie Gyllenhaal, glaube ich, sogar Regie, oder? Irgendwie. Chillenhol. Der Na, ist ja doch ein bisschen. Der Jake Gyllenhaal spielt auf jeden Fall mit. Aber Maggie Gyllenhaal ist die Regisseurin, richtig? Ja. Und nur irgendjemand und namenhafter ich ist hab die Breit. den- Ja, der Ich Christian Bale. Ich hab den Trailer Und er gesehen. lässt sich echt umoperieren. Ich hab den Trailer Der gesehen. alte und- Messerdeckter. Der Wahnsinn. Mess-Junkie. Ihr zwei. Hey! Ich hab den Trailer gesehen und es saß dann echt da und hab mir dann gedacht, also entweder den hat einer von euch dabei und feiert den voll und die haben einfach nur nicht verstanden, oder da hat sich jemand irgendwas getraut und das schaut jetzt schon aus wie ein riesiger Flop. Ja, ich weiß nicht, ob also jetzt hast die Lisa Frankenstein oder Frankenstein gesehen. Ja, Oh Gott. Das ganze Thema ist leider durch. Das war also eine richtige Katastrophe. Und jetzt dieser Furchtbar. Film macht ja auch wieder nur dieses Ding, die Catherine Newton hat in dem Film einen Orgasmus. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass das die Rechtfertigung dafür ist, dass er ein guter Film ist. Der ist super, der Film. Ich habe Weil jetzt so auch ein nicht so, Orgasmus hat, was ist denn mit dir? ich hab ihn jetzt da auch nicht so gut bewertet, aber Ja, das ist ja furchtbar. Ja, gut, das war der erste weibliche Orgasmus, den der Corby gesehen hat und das muss er natürlich feiern. Das ist ja. von der Catherine Newton. Okay. Na, Lisa Frankenstein, Alter, Totalausfall. Ich hab den als zweites Mal noch angeschaut, weil ich mir gedacht habe, hey, Lisa Frankenstein, den hast du noch nie Wir gesehen. schweifen übrigens schon wieder ab. Wir sind dann bin ich hier mal so- in dem Format Noch- Nippelverhärter. Ja, aber das und muss das, ich was ihr da trotzdem macht, das, was ihr da macht, ist zum Schluss jetzt nicht nochmal alle fallen lassen. Okay, Jo. Scheiß Lisa Frankenstein. Aber was ist denn so Bride dann? Geht's da, ist es dann auch Frankensteins Braut-Geschichte, oder wie? Ja, Die brennen durch, diese alternative Realität und der Frankenstein, das Monster brennt mit der Braut durch. Die sterben quasi nicht. So hab ich das jetzt rausgehört. Ich hab nur den Titel einmal gelesen und die Namen, wo ihr dann gesagt habt, so hat ein bisschen was geläutet bei mir, aber ich weiß sonst Könnte nichts. spaßig sein, weckt aber bei mir keine Nippels und wie gesagt, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber ist jetzt für mich nicht in dem Format relevant. schaut halt Vollgas nach Kunst aus, dieses gute Stück Film. Ja, dann verstehe ich es eh nicht. Und von dem her. Vor allem, wir lassen haben uns jetzt mal da überraschen. noch nichts von A24 oder irgendwie so gehabt bis jetzt und so. Also ich sehe nicht noch so viele Filme, die noch nicht angekündigt sind, beziehungsweise noch keinen Starttermin haben. Weil wenn ich so überlege, über unsere letzten Nippelverhärter, da wo noch kein Mensch über Weapons geredet hat, da hat noch kein Mensch geredet über Bring Her Back, da hat noch kein Mensch über Together geredet oder sonst irgendwas. Das kommen ja nur so viele Sachen, aber wir halten euch dann sowieso am Laufenden. Den mir die nur eine hauen, den habe ich vergessen. Das ist der Undertone. Der ist jetzt auch erst die Woche, letzte Woche der Trailer rausgekommen und der schaut schon wieder richtig fies aus. Und das ist ein A24, der mit A24 auch seine Erwähnung gefunden hat und der schaut geil aus. Da
Dann hast du noch den, ich glaube, so Death of Robin Hood mit dem, wie heißt der Wolverine Sepp? Der Hugh Jackman. Der Hugh Jackman als alter Robin Hood und He Was No Hero. Na, das auch von A24, nicht? Also, was möchtest du von mir? Abhauen. Keine Nippel. Keine Nippel. So, ihr schreit nochmal ganz laut Dune 3 und Doomsday. Doomsday, Leute, merkt euch das, damit die Nippel zumindest nochmal ein bisschen hochgehen. Bei unserem Abschluss von der Und Narnia. Nippelverhärter-Folge 2026. Narnia hat man letztes Jahr schon dabei, heißt auch nicht gekommen. Ja, aber das sind Kinder. Und von dem her... Ich schwör's, der kommt das Jahr. Danke, Kane. Vielen Dank, Mike, dass ihr mich und unsere Hörer natürlich erhellt habt mit dem, was dieses Jahr möglicherweise rauskommt. Doro Hidoro, glaube ich, erst wenn es draußen ist. Und von dem Jetzt her, mal 100 Euro, wenn der kommt. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nee, von 2026. Ja, doch. Ja, klar. Jeder Macht von Grayskull. Servus und habe die Ehre. Adieu. Narnia. Ui. Tschüss.